Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, in der heutigen Episode haben wir ein Driver Ranking vorbereitet. Das haben wir in 4 Kategorien aufgeteilt. Das ist einerseits die Experience, dann nachher haben wir die Racecraft, dann haben wir die Awareness und dann haben wir noch Pace. Das Ganze haben wir zusammengerechnet, ein Overall Rating ausgerechnet und so haben wir das dann zusammengestellt. Hat sehr viel Spass gemacht. Das Ganze haben wir auch noch live auf Twitch live gestreamt und haben auch die Leute vom Stream integrieren. Wir wünschen euch wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung bei dieser XXL-Folge vom Unsafe Release. So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release. Wir sind einerseits mal live im Stream wieder auf Twitch, bei mir auf Twitch schlussendlich. Ich habe den Sinn gemacht, den Satzbau, aber egal. Und zwar in der heutigen Episode, wie schon im Intro angesprochen, machen wir das Driver-Rating machen von der Saison 23. Und für die jetzt nicht ganz wissen, was das ist, und zwar ist es so, dass von EA zum Beispiel im F1 23 oder auch in den vorherigen Games gibt es immer so ein Rating, wo man die Experience drauf hat, man hat die Racecraft drauf, man hat Awareness drauf und Pace, also sprich Experience, Erfahrung. Ich glaube, das erklärt sich von alleine noch. Dann nachher Racecraft ist einfach Rennkraft. Also, wie tut man das am besten erklären? Racecraft ist ja eigentlich, wie stark bist du im Rennen? Rennpace. Rennpace. Einfach, wie gut bist du im Rennen, eben wie ist so deine Pace. Bist du eher einer, der vorne fährt, oder bist du eher einer, der hinterher geht im Rennen? So, das ist so die Racecraft. Awareness ist so die Übersicht eigentlich. Der Schubs hat vorhin noch ein gutes Beispiel gemacht, das ich ihn schon eben gefragt habe, weil ich auch nicht mehr ganz sicher war. Das zum Beispiel eben, wenn du am Funk sogar hörst, wenn bei einem in der Garage in das Telefon schaut, also sprich beim Helmut, wenn er wieder muss jemand rauskicken. Das ist zum Beispiel Awareness, also du bist einfach, du kriegst alles mit über und siehst alles, so blöd gesagt. Und Pace erklärt sich von einer das ist eigentlich so Qualifying Pace zum Beispiel, wie schnell bist du auf eine Runde. Und danach hast du eigentlich, oder haben wir jetzt so 4 Summen. Und die 4 Summen wir zusammenzählen, geteilt durch 4 und dann hast du ja den Durchschnitt. Und das ist dann nachher das Rating Overall. Und der Schubs hat so eine Liste gemacht, ich auch. Und wir tun jetzt uns die gegenseitig vorlesen und schauen mal, wie weit voneinander sind wir oder wie nah sind wir beieinander. Und der Magic Card, jetzt hast du es gerade im Stream reingeschmissen, das ist gut, dass du das sagst. Das Rating geht von 1 bis 100. Aber 1 ist eigentlich nie vorgekommen bei mir. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es jetzt nie vorgekommen. Aber ich höre sie jetzt, beziehungsweise im Stream sind sie jetzt. Und der Schubs hat eine Excel-Liste gemacht. Ich habe mir gedacht, weil wir ja bei mir im Stream sind, ich gebe mir ein bisschen mehr Mühe. Ich mache eine PowerPoint-Präsentation. Nein, hast du nicht gemacht. Mann, ich habe eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Wieso? Das ist fies. Sag doch das vorher. Der hat ja auch eine gemacht. Nein, wir sehen den ja nicht bei mir. Darum, ja, ich hätte sie geschickt. Von Kassel. Ja, sehr gut, sehr professionell eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Mit Übergang, alles drum und dran, ihr werdet es sehen. Also ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Ich habe die innerhalb von etwa 20 Minuten gemacht. Und ich würde sagen, wir legen los, oder? Also wir gehen übrigens den WM-Standings entlang. Das heisst, wir starten jetzt beim letzten Fahrer. Das war der Nick. Oder? Das war bei dir auch der Nick, oder? Ja, natürlich. Also da wäre jetzt bitter gemäss Fahrerwertung. Da wäre jetzt bitter gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Ich mache da nochmal das Fenster separat auf, wo ich noch reinschneukeln kann. Falls es nicht so, oder falls... Nein gut, wir haben es ja eigentlich schon miteinander richtig gemacht. Denke ich jetzt mal. Also, fangen wir an. Der Nick, schau mal, mit Bild. Haha, ich habe mir richtig Mühe gegeben. So. Also, beim Nick bin ich wirklich eigentlich sehr bin wirklich sehr streng gewesen. Wobei er hat einfach auch wirklich einen scheiß Saison gemacht, muss ich ehrlich sagen. Oder die erste Hälfte ist nicht so wahnsinnig gut gewesen. Ich habe Experience 40, dann nachher Racecraft 40, Awareness 40 und Pace auch 40. Es gibt das Overall von 40, logischerweise. Also eigentlich, ja. Muss ich nicht groß etwas dazu sagen, weil er hat auch nicht performt.
Es ist so ein bisschen, bei mir ein bisschen ähnlich, ganz ehrlich. Also, weil das Ding ist halt auch, einer, der nicht eine volle Saison gefahren hat, kannst du nicht super gut bewerten. Wobei ich doch der eine Fahrer, oder der andere Fahrer, wo eine Chance... Nein, mal, der eine von den anderen Fahrer, wo nicht die ganze Saison gefahren ist, habe ich auch ein bisschen höher bewertet. Aber ja, schlussendlich, bei mir war es so ein bisschen Base 65 gewesen. Ich habe eigentlich nicht viel weniger als 65 gegeben. Ausser bei der Experience, dort habe ich 60 gegeben, weil er halt nicht die ganze Saison gefahren ist. Also von dem her das tiefste bei allem, ausser bei Pace. Ich habe bei Pace noch 67 rein, weil er ja, nicht ganz so weg vom Tsunoda war, aber auch gleich konstant weg war vom Tsunoda, wenn es um die Schnelligkeit gegangen ist. Also ja, sieht bei mir etwa gleich aus. Ein totales Rating, genau Average von 65. Okay. Mann, wenn der meine Bewertung sei, der wäre hässig, ey. Das glaube ich, ja. Ja, aber ich glaube, mir muss wirklich nicht sagen, wenn eben, die Saison hat ja nicht ganz bestritten und das ja, sagt ja schon alles. Ob man ihm noch eine weitere Chance geben soll, naja, glaube ich jetzt weniger. Ich glaube es in der Formula E, so wie es der Kubica beschrieben hat, dass man ja, sich ja, dass man Geschlechtsverkehr hat mit einer Puppe. So laut seiner Aussage, ich glaube, es passt besser drin, der Nick. Was? Hast du das nicht mitbekommen? Nein! Oh, er hat das gesagt, er ist einen Testfahrt gefahren, er hat so einen Spruch fallen lassen. Was hat er gesagt? Warte, ich kann schon den Post raussuchen. Er hat wirklich so etwas gesagt, fast abartig. Also, dass man mit einer Puppe... Ja? Ja, warte, ich kann es gleich suchen. Ich habe es per Rand gesehen. So, okay. In der Formel E zu fahren ist, als ob man Sex mit einer Gummipuppe hätte. Okay. Das ist kein Joke, das ist schon wirklich so da. So anstatt das richtiges Auto zu fahren, also in dem Stil gleich anstatt mit einer richtigen Frau. Okay, gut. Ja. I see. Nein. So, hast du noch etwas zu sagen oder wenn wir gerade weitergehen zum nächsten? Nein, wir gehen zum Sergente. Dann haben wir den Logan. Der Übergang, jetzt bin ich selber verschockt, dass es wirklich funktioniert hat. So, also beim Logan, du siehst jetzt mein Ding. Ja, jetzt übrigens habe ich das Ganze auch abgekürzt, weil ich denke, das schießt mich auch immer alles auszuschreiben. Beim Logan habe ich auch, weil ich eben halt mit 40 angefangen habe, also 40 ist bei mir das tiefste, by the way. Der Logan habe ich mit Experience 40, Racecraft habe ich 50, Awareness 50 und Pace habe ich 45. Ja. Also bei mir eigentlich sehr ähnlich. Also die Sachen, die du hervorgehabt hast, habe ich auch ein bisschen hervorgehabt. Race Pace 65, Experience 65, Awareness habe ich auf das 69 getan und Pace dann auch wieder auf 65. Also einfach komplett Average Rating, also overall von 66. Und ja, ich glaube, das ist so der Fahrer, der einfach durch das rausgestochen ist, dass er gar nicht rausgestochen ist. Weil er ist immer hinten rumgegurkt, er hat nie irgendwie aufgeholt, er hat nie irgendwie ein krankes Quali gehabt oder so. Ja, gut, also die letzten paar Rennen war er ja nicht schlecht gewesen, gell? Also ab Vegas sieht hat er ja eigentlich noch, hat er schon mitfahren. Also es war auch recht nicht beim Erben dran gewesen. Also ich habe alles overall habe ich von 46, weil schlussendlich macht es nicht gut, dass er die letzten 3 Rennen einigermaßen gut gefahren ist und der Rest der Saison eigentlich gar nicht. Ja, voll. Aber ja, also dass jetzt nur irgendwo hinten nachgeguckt ist, das würde ich jetzt nicht sagen. Also die letzten paar Rennen ist er doch wirklich auch, hat er doch auch ein bisschen etwas gezeigt. Und am Anfang war er eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Am Anfang hat man noch recht viel von ihm gehalten. Nachher irgendwie so... Ja, die ersten 2 Rennen oder so sind wirklich schon rausgestochen. Nachher so eben so, glaube ich, irgendwie so um Miami ist dann nachher wirklich nicht mehr so, naja. Ja, aber weißt du, das ist halt immer so ein bisschen der Start of Season Glow, oder ich weiß nicht, wie man dem so sagen, weil gerade am Anfang die Autos performen vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen gut, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, sie sind noch nicht perfekt fein gestellt in dem Sinn. Der eine oder andere Fahrer kann noch gut damit umgehen, bis die ersten Upgrades kommen und so. Und da stechen einfach ein paar Fahrer raus, die vielleicht gar nicht so etwas Spezielles leisten, weil andere vielleicht auf ihre Autos noch nicht schlagen oder noch nicht so gut wie er. Aber es hat sich dann eben ja schnell ausgebügelt, denke ich, so wie immer, würde ich sagen. Oder?
Ja, das ist so ein Ding, das ist so bei Haas, ist das beste Phänomen. Anfang der Saison sind sie immer gut und nachher, nach 2 Rennen droppen sie. Das war es beim Logan auch gewesen. Und dann die Saison können sie dann vielleicht mal wieder, weil irgendwie ihre Updates, die sie gebracht haben, doch wirken. Schau, ich glaube, beim Logan kannst du grundlegend sagen, er hat keine schlechte Rookie-Season gehabt. Nicht, dass er wirklich eine gute gehabt hat, aber Ja, er hat keine Rookie. Wow. Es ist, in meinen Augen, es ist so eine latife Rookie-Season gewesen. Er war einfach hier gewesen. Nein, Alter, Er der ist- hat am meisten Damage verursacht, von allen. Ja, auch nicht immer der ihm verursacht. Er hat auch viel Pech gehabt. Er hat wirklich auch viel Pech gehabt, aber er ist einfach null aufs Auto klar gekommen. Nein, aber Er der ist nicht aus der Masse rausgestochen. hat auch viel den Karren selber geschlissen. Also, Das auch, ja. Es ist so ein bisschen... Ja, es ist halt... Er hat nicht vielleicht viel selber gelesen, aber er ist ja halt auch noch ein Rookie. Okay, es gibt noch einen anderen gewissen Rookie, wo wir darüber reden, der das Gegenteil auch kann beweisen kann, aber ich meine, die meisten Rookies haben ein bisschen so eine Saison. Der Joe ist eigentlich auch gut aufgefallen in seiner ersten Saison. Der Joe ist gut aufgefallen, ja. Ja. Also es ist kein katastrophal schlecht, es ist keine Mazepin-Season. Aber wenn das Positivste ist, was man über ihn kann sagen kann, ist es halt auch schwierig. Ja, also ich würde sagen, ich würde ihn jetzt von den letzten paar Jahren würde ich ihn vor einem Mazepin, aber immer noch hinter einem Go Tiffy setzen. Definitiv hinter einem gut. Giovinazzi, hinter Ja, einem ja, Latifi. logisch. Ja, mal das passt. Giovanazzi ist eigentlich ein guter Fahrer. Eigentlich. Ja. Ja, der macht wieder weg jetzt wirklich gute Sachen. Also. Das ist so. Ja. Ja. Ich würde ihn gleich wieder durch den Latifi ersetzen. Ja, nein, du würdest ihn lieber durch jemand anderes ersetzen. Ja, der fährt jetzt aber bei Alpine in der Wack. Nein, kann ich mit dem kommst du mit Mick Schumacher. Ja, eben, macht er ja, fährt ja bei Alpine. In der Wack. Aha! Oh mein Gott. Ja, habe ich auch nicht mitbekommen. Wo fährt er jetzt dort? Nächstes Jahr. Ja, gemütlich. So, also, nächster Fahrer. Haben wir den Liam. Alter, das Bild, man, so bodenlos. Aber egal. Ich habe Experience 40 halt auch in das tiefste. Weil, ja, ich meine, er hat ja wie für 3-4 Rennen gefahren. Oder mehr, 5 Rennen. Oder 6, ich weiß gar nicht wie viel. Habe aber Racecraft 55 gegeben, Awareness habe ich auch 55 gegeben und Pace habe ich ihm 60 gegeben, weil er hat wirklich eine krasse Pace gehabt. Und ja. das geht bei mir ein Overall von 53. Ja, crazy. Es entwickelt sich ein gewisser Trend. Bei mir eigentlich auch dasselbe. Ich habe ein Average Rating von 72, was doch viel höher ist als 66 und 65. Ja. Und zeichnet sich vor allem in meinen Augen aus durch gute Race Pace. Ich habe ihm 79 gegeben sogar. Experience zieht ihn halt grob oben runter, weil dort habe ich mal auf 60 gegeben, das kleinste Rating, das ich gebe. Ja, gut, das ist klar, ja. Ja, macht ja auch nur Sinn. Oder? Awareness habe ich ihm 76 gegeben und Pace ist 72. Also ich finde, er ist relativ ausgeglichen gewesen, aber vor allem in den Rennen hat er durch 2-3 geile Battles, namentlich vor allem das Battle gegen Tsunoda in Suzuka, hat er in meinen Augen richtig brilliert. Also er hat wirklich auf einer Strecke, die er schon gekannt hat, können zeigen, ey, ich kann richtig gut fighten. Und keine Ahnung, also die Selbstsicherheit, die er in den Fight dort in Suzuka reingebracht hat, das bringen viele andere Fahrer nicht fertig, die schon seit Jahren dabei sind. Und wegen dem, also er hat mir generell sehr imponiert für die 3-4 Rennen, die er gemacht hat. Ich habe es jetzt selber auch nicht mehr im Kopf. Ich weiss, er ist ja Zandvoort reingekommen und bis Italien. Spa, genau, Alter. Bis Singapur ist er, glaube ich. Singapur ist er noch gefahren. Und nein, ist er nicht Japan auch noch gefahren? Eben, ja, aber jetzt habe ich gerade darüber geredet, während du die schönen Fotos machen gesehen. Ja. Du hast gar nicht zugelassen. Nein, ja, bis und mit Japan ist er gefahren, Bro. Was war das alles? Japan, Singapur, Italien und Zandvoort. 4 Rennen, oder? Ist möglich, Ja. ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Anyway. Vor allem, also sein erstes Rennen, Zandvoort, habe ich eigentlich krass gefunden, weil du kommst dort hin, er hat noch kein einziges Ründchen auf den Slicks können fahren, hat trotz allem gutes Qualifying und ein gutes Rennen gehabt mit sehr, sehr wenig Erfahrung, also von dem her, ja, also wirklich einfach nur stark für einen Rookie, der so wenig Erfahrung eigentlich mit sich bringt. Und vor allem, Ja. er ist auch nicht irgendwie in der Junior-Kategorie extrem rausgestochen. Gell? Also,
Ich habe gewusst, er ist gut. Aber auch in der F2 hätte ich jetzt nicht gesagt, wow, der muss nächstes Jahr F2-Champion werden oder so. Da ist mir überhaupt nicht extrem rausgestochen. Nur, dass er hure sympathisch ist, aber that's it. Weißt du das eigentlich? Hat er in der Superformula ist er ja gefahren, gell? In Japan? Ja. Hat er dort, er ist ja, glaube ich, noch um Championship gefahren, oder bin ich falsch? Er ist um Championship gefahren, hat aber nur den zweiten Platz besiegelt. Der erste ist ein Fahrer, den wir uns für die Zukunft ein bisschen merken müssen. Und zwar, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Okay, wir müssen noch eins merken, aber wir haben ihn schon vergessen. Ja, ich glaube Ryoto ist der Vorname. Ryoto Miyata. Der ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ich müsste mich noch mal einlesen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist der auch Rookie in der Superformula und hat einfach dominiert. Du musst dir den Kopf reinbretschen. Erste Runde 18 Punkte, 20 Punkte, 15 Punkte, 22 Punkte, 11 Punkte, 8 Punkte, 20,5 Punkte. 114 Punkte, der Lawson hat 106 Punkte. Einer der erfahrensten Fahrer in der Superformula hat nur 106 Punkte. Also er hat in seiner Rookie-Season, so wie ich verstanden habe, die Championship direkt gewonnen und er wird jetzt nächstes Jahr bei der Formel 2 fahren. Also den müssen wir wirklich im Auge behalten, der könnte interessant sein. Okay, ja, wir werden es sehen dann. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Aber ja, wenn er in der Formel 2 ist, vielleicht werde ich es mir dann eher merken. Aber nein, ich hoffe immer noch nach wie vor, dass der Checo durch den Ricciardo ersetzt wird und nachher der Liam reinkommt. Weil er ist wirklich super gefahren. Also ich glaube auch der Yuki ist selber auch mega überrascht gewesen, wie gut dass er mit dem Auto geschlagen kommt. Und ja gut, der Yuki hat jetzt auch vom Ricciardo recht auf die Mütze bekommen. Weil, ja, ich meine, die Rennen, die er gefahren ist, der Ricciardo, das ist ja nicht viel gewesen. Und hat er dann gleich immer eigentlich im Schnitt besser abgeschnitten als der Yuki. Aber ja. Wir machen mal weiter. Wir gehen zum nächsten Fahrer und das ist der Magnussen, der Kevin. Der Kev. Und ja, eben, ich habe mir eine Experience gegeben von 75, weil ich ja doch auch schon als Weile in der Formel 1 dabei ist, seit 2014 schon. Racecraft 70, Awareness 70, Pace habe ich ihm aber Nummer 60 gegeben, weil ja, seine Pace ist ja wirklich alles andere als gut. Und overall habe ich jetzt im 69 dann bekommen, oder rausbekommen. Muss ehrlich sein, ich hätte aber auch die Racecraft ein bisschen abnehmen, weil die ist halt auch nicht stark bei ihm eigentlich. Aber da bin ich ein bisschen gutmütig gewesen. Aber seine Season ist halt auch, naja, weiss halt nicht, eben das Haas-Phänomen. Am Anfang sind sie eigentlich immer noch relativ gut und mit dabei. Wobei sie sind auch das Jahr eigentlich, glaube ich, von Anfang an nicht so wahnsinnig stark gewesen. Ich mag mich gar nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, Haas ist einfach irgendwie durch mein Haas, da würde jetzt die Aussage passen, wo du gesagt hast, Haas ist einfach so dabei. Sie fahren irgendwie ein bisschen mit. Mhm. Aber sie sagen die ganze Zeit immer so, ja, wir haben die Updates und da und dann sind wir ein bisschen weiter vorne und so, aber irgendwie ja, aber weißt du, ich bin ganz ehrlich, ich spüre auch das Herzblut nicht, wo andere Teams an den Tag legen, oder? Weil sie machen irgendwie alles nur so halbpatzig. Sie haben nicht wirklich ihre eigenen Facilities. Sie lernen die ganze Zeit Engineers aus von Ferrari. Und bei den Fahrern versuchen sie mal das Rookie-Programm und brechen es sofort wieder ab. Und dann, ja komm, wir nehmen jetzt einfach, was funktioniert. Wir nehmen den Magnus und den Hülkenberg. Es ist so ein bisschen, alles macht man einfach, dass man es macht. Und keine Ahnung, das zieht sich wahrscheinlich von oben bis unten ein bisschen durch. Und beim Magnussen und seiner Season, da gibt es absolut nichts zu diskutieren. Also, er hat mir auch eine typische Magnussen-Season angelegt. Einfach nicht auffallen. Ja, also meine Bewertung ist sehr ähnlich. Ich habe ein Average Rating von 74, mit einem Racecraft von 73, Experience von 86. Ist klar, weil er ist lange dabei. Awareness, das ist das, wo ich bei ihm runtergetan habe. Aber da habe ich, ganz ehrlich, am Anfang, als ich die Liste gemacht habe, noch ein bisschen mehr über generell die Awareness gedacht. Dort habe ich mir 65 gegeben, weil der hat auch Crashes, die einfach nicht nötig wären, wo er schon längstens hätte rausziehen aus den Battles und es einfach nicht macht. Ja, das hat zwar ein bisschen weniger gehabt, also hätte ich da vielleicht ein bisschen höher können geben, aber ja, sehr unauffällig, was man über ihn kann sagen kann. Was hast du bei der Pace? Bei der Pace, habe ich 72. 72, okay. Ja, einfach
das ist ein absoluter Standardwert. Ja, also gut, eben jetzt, der Match hat jetzt bei mir auch noch reingeschrieben, Awareness 70, der hat doch ein paar Unfälle gehabt, oder nicht? Ja, stimmt schon, eigentlich hätte ich sie können abnehmen. Ja, aber weiß nicht, ich habe das Rating habe ich auch ein bisschen mehr nach Gefühl gemacht, bin ich ganz ehrlich. Und irgendwie habe ich so gedacht, also, ja komm mal, irgendwie das würde schon passen. Darum habe ich ihm ein Awareness 70 gegeben. Aber du hast schon auch recht, er macht manchmal schon immer noch Unfälle, wo es eigentlich nicht mehr nötig ist. Also der irgendwie noch in fährt oder so. Oder ja, also, der hätte ich schon lange können zurückziehen können. Aber ja, weiß auch nicht. Richtige Muni manchmal, wenn es um so Zweikämpfe geht. Oder einfach durchdrücken. Das ist halt so eine Viking. Und der Viking zieht nie zurück. Ja, genau, so sieht es aus. Vielleicht liegt es einfach an dem. Was ich geil finde, ist die Fotos und Geschichten, die du hörst von ihm und seinem Kind. Das ist verdammt herzig, aber so. Irgendwie so, es gibt glaube ich, ein Video, wo du siehst, wie sein Kind immer das Balaklava anlegt oder so, oder den Helm irgendwie abputzt. Das ist aber... Ah ja, das war glaube ich in Abu Dhabi noch, wo das Zeug entstanden ist. Ja, ich weiss welche Bilder, ja. Ja, das haben wir schon noch schön so Zeug gesehen, ja, das ist so definitiv. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Zhou Wang-Yu. Und ihm habe ich Experience 66 gegeben, weil das ist jetzt seine zweite Season, hä? Ja. Ja, das war seine zweite Season, genau. Da muss ich gerade voll überlegen. Racecraft habe ich 71 gegeben, Awareness habe ich 73 gegeben und Pace habe ich 68 gegeben und Overall habe ich 70. Ja, Experience muss ich glaube nicht erklären, eben, ist halt noch nicht so lange dabei, darum ist sie halt relativ tief. Racecraft muss man doch sagen, der Joe ist schon eigentlich schnell und auch im Rennen macht er eigentlich schon seinen Job relativ gut. Awareness habe ich eigentlich auch relativ hoch genommen, weil mir denkt, er ist ein sehr, sehr vorsichtiger Fahrer. Er ist nicht so einer, der mega aggressiv ins Zeug reingeht. Und darum habe ich das jetzt ein bisschen höher genommen. Pace-technisch muss man halt auch sagen, das ist halt ein bisschen autobedingt. Und ich meine, wenn wir jetzt überlegen, in Ungarn sind ja beide Alphas hure schnell gewesen. Aber sonst über die ganze Saison rein sind die Autos Katastrophen gewesen. Und ja, darum habe ich so seine Pace mal ein bisschen runtergenommen dort. Aber ich denke, mit einem Overall 70 bin ich eigentlich nicht schlecht dabei für ihn. Und ja, das ist so seiner Saison auch, muss ich eigentlich sagen, unauffällig. Ich glaube, er hat diese Saison doch weniger Pech gehabt als letzte Saison. Letzte Saison hat er echt oft Pech gehabt und musste ausscheiden wegen dem. Diese Saison hat es mir jetzt gedacht, ja, oder ist es eigentlich weniger gewesen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube es einfach, er ist sicher ein okayer Fahrer, aber er wird nie mehr sein als ein okayer Fahrer. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Also ich finde, sie haben eigentlich mit der Joe oder der Giovinazzi durch den Joe ersetzt, haben sie eigentlich den gleichen Fahrer mit dem gleichen Fahrer ersetzt. Es sind beide sehr vorsichtig, es sind beide nicht super schnell, aber eigentlich gut. Ich finde es einfach immer wieder beträchtlich, wie der Joe im Bottas kann stehen bieten. Und ich habe in dem Sinne auch wirklich ein sehr ähnliches Rating eigentlich wie du gemacht. Also Race Pace an einem 78 gegeben, Experience 72. Awareness 75, wie du sagst, also er hat sehr wenig Crashes und wenn, dann ist er eigentlich selber nicht verantwortlich. Ja, aber er hat halt auch nicht immer wirklich sehr viele Autos um ihn herum, wegen dem habe ich ihm jetzt nicht unbedingt eine riesig gute Awareness geben, weil ja, er hat auch nicht viele Zweikämpfe, wo er irgendwie muss sich beweisen und wenn, dann zieht er relativ schnell mal zurück. Also in meinen Augen Awareness heisst eben auch, dass man fightet, wenn man noch kann und nicht immer sofort zurückzieht. Aber gleich, solider Fahrer für das, was er ist, macht er seinen Job gut. Wer würdest du sagen, ist besser oder wer besser, der Joe oder der Giovinazzi? Also wer wäre besser gewesen für Alfa Romeo? Ich hätte ja Giovinazzi gesagt. Rein vom Sponsorship-Zeugs her, aber auch von der Persönlichkeit passt er besser rein. Aber mal abgesehen davon, ich finde, der Giovinazzi hat, magst du dich noch erinnern? Der Giovinazzi hat etwas gehabt, wo im Show fehlt, nämlich etwas, wo er daraus raussticht. Und beim Giovinazzi waren es die Rennstarts gewesen. Was der manchmal für Race-Starts angelegt hat. Und ich meine, so wie die letzten paar Rennen so ein bisschen gelaufen sind,
oder generell die letzten paar Jahre die Rennen gelaufen sind, manchmal bringt das halt schon verdammt viel, wenn du einen geilen Race-Start hast. Wenn du eine Red Flag gehabt hättest, in Dings zum Beispiel jetzt. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wäre der Giovinazzi im Auto gehockt dieses Jahr in Australien, dann hat Alfa Romeo viel mehr Punkte geholt. Ja gut, das ist halt immer so, was wäre wenn, gell? Schwierig zu sagen, vielleicht wäre er auch schon in Runde 1 oder 2 rausgefallen, weißt du nicht. Ja, das ist so. Also, ich glaube auch so rein von der Pace her ist er schneller als ein Joe, bin ich ganz ehrlich. Und ja, ich weiß nicht. Ja, sie würde Joe Nazi würde ich ehrlich gesagt noch gerne wieder in der Formel 1 sehen. Aber ich glaube, eben in der WEC ist er momentan schon recht happy. Und ich meine, er kann ja dort für Ferrari fahren. Und das ist ja das, was er eigentlich auch möchte, einfach für Ferrari fahren. Absolut. Ja, ich glaube, das macht ihn schon ziemlich glücklich, in dieser Ferrari-Familie zu sein. Und ich glaube, ihm gefällt auch die ganze Simulatoren und Test-Driver-Arbeit, die er bei Ferrari hat, ziemlich gut. Er teilt sich das so ein bisschen mit dem Robert Schwartzman. Also von dem her, ja. Also, ja. Ist ein guter Fahrer gewesen. Ich finde ihn sehr sympathisch. Nicht zuletzt, weil er einer der wenigen Fahrer ist, wo ich ein Autogramm davon habe. Das finde ich halt auch cool. Genau. Ja, also dann gehen wir weiter zum Daniel Ricciardo. Oder Avocado. Oder wie auch immer. Daniel Avocado. Ich habe ihm eine Experience gegeben. Gut, die ist jetzt ein bisschen tief geraten, aber egal. 80 kann ich ihm geben. Racecraft habe ich ihm 75 gegeben. Awareness 79. Und Pace habe ich ihm auch 79 gegeben. Das gibt ein Overall von 78. Allerdings muss man sagen, Experience könnte man eigentlich auf die ganze Karriere beziehen. Das ist aber immer noch tief. Aber die anderen 3 Punkte, Racecraft, Awareness und Pace, habe ich eigentlich so ein bisschen mehr so vom Gefühl her in dieser Saison genommen. Und ich denke, das kommt schon ähnlich her. Also er hat jetzt nicht eine brutale Racecraft gehabt, er hat nicht eine brutale Awareness gehabt, Pace. Okay, Mexiko, wo natürlich rausgestochen ist, aber dort ist ja nachher im Rennen selber ist ja auch die Luft ein bisschen draussen gewesen, ist ja eigentlich auch mehr zurückgereicht worden. Darum, eben, es ist halt immer schwierig, einen Fahrer zu bewerten, wie er so performt, wenn die Autos nicht alle gleich schnell sind. Ich glaube, wenn alle Autos wieder gleich schnell sind, da könntest du das viel besser oder ein faires Ranking machen. Also du musst du natürlich immer auch ein bisschen, ja, kannst du nur bewerten mit dem Material, das sie hatten. Darum, ich denke, ein Ricciardo, wenn jetzt mit einem Red Bull gefahren wäre, also wenn jetzt der Perez ersetzt hätte, wäre er wahrscheinlich viel andere Zahlen da rausgesprungen. Und der wäre wahrscheinlich als Overall viel höher. Aber ich denke, mit einem 78 Overall, ja, bin ich nicht abwägen. Ja, definitiv. Also man merkt bei dir wie jetzt auch bei mir, wir machen ab da noch so ein bisschen Gump. Du bist jetzt auf der 78er Elo in dem Sinn. Bei mir ist der Daniel Ricciardo auch ähnlich, ich sage jetzt mal, der Gump zum Joe. Also wir haben bei der Race Paces 86, Experience an einem 88 gegeben, Awareness ist 82 und Pace ist 85. Ich muss sagen, beim Ricciardo hat sich bei mir der Grind ein bisschen mehr umgestellt zu, was wäre er wirklich? Wie ist er eigentlich insgesamt über seine Karriere hinweg? Und ich habe das vor allem wegen dem gemacht, weil er halt nicht viel gefahren ist das Jahr. Und wenn, dann hätte er sich auch noch müssen, in dem Sinn wieder daran gewöhnen, mit seiner frisch verhellten Hand zu fahren. Und wenn man das so ein bisschen in Betracht zieht, finde ich, hat er definitiv seine Pace eigentlich wieder mehr gezeigt, wie im Vergleich zu seinen McLaren-Zeiten. Und ich glaube eben auch, dass man den Tsunoda einfach immer noch ein bisschen unterschätzt. Rein von seinem Können her. Und dementsprechend der Ricciardo vielleicht noch nicht ganz so rausgestochen ist, weil er hat den Tsunoda nicht dominiert, aber sie sind wirklich eigentlich ziemlich gleich auf gewesen. Sei das im Qualifying Pace oder Race, wo sie ja, in dem Sinne zusammen können fahren, ist es relativ gleich auf gewesen. Und das ist doch respektabel, wenn du deine Hand gebrochen hast und wieder zurückkommst in ein Auto, das du nicht wirklich kennst. Also von dem her, ja, Total Rating für mich beim Ricciardo von 85. Ja, also dazu muss man noch sagen, ich glaube, sein Rating, wie ich es jetzt habe oder wie es auch du hast, wäre ja auch anders, wenn er eine ganze Saison gefahren wäre. Weil halt einfach, ich denke auch, er dann nachher vielleicht entweder besser oder auch vielleicht schlechter performt hätte. Weil er halt einfach die Entwicklung mitbekommen hat. Wie hat sich das Auto entwickelt? Hat es sich schlechter entwickelt? Hat es sich besser entwickelt? Und das schlussendlich strahlt sich das immer wieder in die Performance auch nieder. Und
Ja, ich glaube, wenn er von Anfang an dabei gewesen wäre, hätte ich ihm auch ein bisschen höheres Rating gegeben. Glaube ich jetzt mal. Aber ist halt eben schwierig zu sagen, weil er ist halt wirklich wenig Rennen gefahren. Ich meine, er ist Ungarn, Spa. Der Sanford Code, der ist ja nur das Training gefahren, der ist ja weg bis Japan. Oder bis und mit Japan. Und dann nachher ist er ja, was ist nach Japan gekommen? Singapur. Das ist Singapur? Nein, Singapur ist vor Japan gekommen. Texas, Mexiko und dann danke Magica. Genau. Risikos. Ja, Katar ist der Dings noch gefahren. Katar ist der Liam noch gefahren. Das ist vor Singapur. Nein, stimmt. Katar ist der Liam auch noch gefahren. Ja, stimmt. Katar ist der Liam noch gefahren. Dann nach Katar ist der Daniel Ricciardo wieder gekommen, stimmt? Genau. Jetzt habe ich Magic gesagt, ich meine der Leclerc, sorry. Da kann ich mal mit dem Chat nochmal lesen. Ja, eben wie gesagt, ich glaube, also ich bin froh, dass der Ricciardo wieder zurück ist. Und darum, ja, ich freue mich auf die nächste Saison mit dem. Ich glaube, dass er schon Alpha Tauri oder, wie soll es heißen? Wie heißt es jetzt? Racing Bulls. Racing Bulls soll vorbringen, genau. Das ist so scheiße. Ja. Oh, ich hoffe wirklich, dass das nicht effektiv der Name wird sein. What the fuck? Das ist Werbung. Dein Stream hat gerade Werbung aufgeschaltet und ich bin so verwirrt. Ja, es kommt nämlich Werbung. Ja. Das ist so, wenn du nicht Subscriber bist, dann hast du Werbung. So, also, dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Ich bin gerade exposed worden. Wir machen weiter. Dann haben wir den Nico Hülkenberg. Und ja, da habe ich Experience, habe ich da eben jetzt 85 gegeben, weil er ja schon wirklich lange in der Formel 1 dabei ist, seit 2012, 11, etwa so echt dort rum ist er gekommen. Ich weiß nicht, wann das er gekommen ist, das ist schon ewig dabei gefühlt. V8 hat er noch miterlebt. Nachher haben wir Racecraft, habe ich 70, nicht wahnsinnig gut halt. Awareness 78, Pace habe ich 80 gegeben, weil ich ja doch in den Qualifyings schnell war. Und da kommt man auf ein Overall von 78 bei mir. Okay. Also eigentlich gleich wie Ricky Doodoo. Ja, voll. Das habe ich gemerkt. Ist aber bei mir erstaunlicherweise auch so gewesen, also als ich das zusammengezählt habe, habe ich gemerkt, das ist noch relativ gleich auf, weil Race Pace haben wir es 79 gegeben, Experience ein 86, Awareness ein 80, weil es halt wirklich sehr ein crash-freier Fahrer, es passiert wenig, wo er irgendwie daran verschuldet ist. Und dafür aber bei der Quali-Pace nochmal ein 82. Weil ja, ich glaube, durch das ist er eigentlich definitiv rausgestochen, mit guter Quali-Pace. Ich meine, er hat den Magnussen zwar nicht gerade die Grund umgeboten, aber er hat ihn schon ziemlich grusig besiegt im Qualifying-Battle. Im Qualifying würde ich schon sagen, Grund umgeboten. Also der, wie manchmal der Magnussen gelandet ist, meistens in Q3 schon rausgefallen, Q2, hat der Q1 schon rausgefallen. Und der Hülkenberg ist noch wirklich weit vor im Q2 gefahren, ist also sogar ins Q3 reingekommen. Es ist halt sehr oft so gewesen, dass wenn der Magnussen im Q3 schon rausgefallen ist, dass der Nico Q1 schon rausgefallen ist, dass der Nico halt wirklich sich bis ins Q3 fast vorgekämpft hat, oder? Und extrem gute Pace gezeigt hat. Und von dem her, also das Qualifying Battle eigentlich ganz klar im Hülkenberg seine Richtung. Da muss ich auch ehrlich gesagt sagen, könnte ich vielleicht Experience noch mit Pace umwechseln. Weil etwas, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, der Bub hat ja 3 Jahre nicht gefahren. Also eigentlich kann man nicht die ganzen 11 oder 12 Jahre anrechnen. Aber anyway. Auch. Aber es ist gleich noch recht lange in der Formel 1 schon gefahren, oder? Ja, absolut. Und ich meine, es hat sich bei mir jetzt ein Gesamtrating von 82 gegeben und ich finde, das ist gütig für einen Nico. Aber ich muss sagen, mich hat er überrascht, für das, dass er 3 Jahre draußen war, hat er in meinen Augen einen sehr guten Job gemacht. Ja, also da der Joel schreibt gerade noch rein, Quali-Duell 7:14 für den Hulk und 9:12 in den Rennen. Also, ja. Aber es wirkt, irgendwie habe ich das Gefühl, noch dominanter als 7:14 oder 14:7. Ja, das schon. Also, aber gleich 14:7 ist schon recht beeindruckend. Aber Rennen sind es dann doch wieder näher zusammen. Es ist vor allem beeindruckend, weil halt das im Nico sein erstes Jahr seit 3 Jahren ist. Also das ist das, was mich fixt. Stimmt, ja. Stimmt schon, ja. Das ist schon krass. Der Magnussen hat ja schon das ganze Jahr wieder gehabt, von dem her. Ja, eigentlich schon krass, definitiv. Das ist so.
Gehen wir weiter. Du würdest auch sagen, ja, geht der nächste. So geht es jetzt weiter. Mal Valtteri kommt jetzt. Valtteri Bottas! So, der mit seinem wunderschönen Moustache. Und seinen knackigen Arsch. Genau. Bottas. Bottas. Ich habe ein Experience von 85 gegeben, Racecraft 70, Awareness 79 und Pace habe ich 72 gegeben. Experience muss ich ja nicht erklären. Man hat viel Erfahrung in der Formel 1, ist ja schon recht lang oder sehr lang schon dabei, ja schon über 10 Jahre oder 10 Jahre jetzt sicher. Aber Racecraft, Awareness und Pace muss man halt einfach sagen, ja, er ist halt nicht stark gewesen diese Saison. Ich muss jetzt aber ehrlich sagen, ich weiss jetzt nicht, wie er im Vergleich zum Joe abgeschnitten hat mit Qualifying und Rennen. Aber ja, ich habe jetzt overall habe ich 77 von ihm. Also er ist schlechter als der Hülkenberg. Aber das definitiv. Das definitiv. Weil, ich meine, wenn mir etwas im Kopf geblieben ist von dem Jahr, von seiner Saison, ist, dass er immer irgendwo zuhinterst hinter dem Rumgurken ist. Ich weiss, das Auto war nicht gut gewesen. Und ich weiss, er hat viel mit irgendeinem Schaden müssen fahren oder das Auto hat früh müssen retired werden und nie die volle Performance gehabt. So. Aber selbst dann, er ist einfach nicht aufgefallen und beim Rating selber, bei dir und auch bei mir merkt man, er wird gerettet durch die Experience, weil also ich habe ihm eine Experience von 86 gegeben und der Rest wie folgt, habe ich Race Pace 75, eine Awareness von 80 und Pace von 77, also eigentlich sehr unbedeutend, sehr unauffällig, weil halt, es ist einfach, ich finde eigentlich für die Experience, die er hat, und vor allem für das er so lange so gut auch bei Mercedes gefahren ist, leistet er einfach irgendwie zu wenig in dem Alfa Romeo und er lässt den Joe wie einfach auch zu nahe kommen. Und von dem her, wer die Experience nicht, hat der Joe ein besseres Rating als er. Ja, also ich bin jetzt schnell schauen, der Race hat 13:9 und Qualifying hat 16:6. Quali 16:6? Ja. Krass, ich habe das Gefühl, der Joe war deutlich besser dabei gewesen. Nein. Also Bottas hat immer besser abgeschnitten. Aber gell, meistens ist er einfach einen Platz weiter vorne gewesen. Das ist natürlich schon wieder ein Punkt mehr, gell? Ja, das ist so. Aber wenn du so liest, hast du das Gefühl, so, Alter, der war immer im Q3 gewesen, weißt du? Ja, aber so ist es nicht gewesen. Nein, es ist halt wahrscheinlich wirklich nur das, weil bei vielen Teammates denken wir immer so, ja, die haben halt immer so einen riesen Gap, das ist normal. Aber beim Joe, beim Valtteri, die haben nie einen riesen Gap, das ist immer hure close. Ja, das ist so, die sind wirklich immer nahe gewesen. Das muss man wirklich auch im Hinterkopf haben. Aber das ist so. Gut, das Team muss zum Bottas muss ich nichts mehr groß sagen. Eben, wie gesagt, also beziehungsweise kann da nur eigentlich zustimmen, was du noch gesagt hast. Eben, so die Mercedes-Zeit war eigentlich wirklich sehr stark gewesen. Also ja, wenn er nicht gerade Bowling gespielt hat. Und sonst ist er eigentlich wirklich, jetzt bei Alpha wirklich durchschnittlich gewesen. Also klar, das Auto hat jetzt nicht wirklich das performt oder nicht das geliefert, was es hätte sollen. Aber ich meine jetzt da also ich denke auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr wird nichts werden besser, aber mit dem Umschwung zu Audi und so, das wird nichts werden, habe ich das Gefühl, bin ich ganz ehrlich. Nein, absolut. Ich freue mich nur darauf, dass sie wieder sauber heißen, aber ich erwarte wirklich gar nicht. Anscheinend soll es eben nicht sauber sein. Es soll einen komplett anderen Namen geben und eben soll eine rechte Überraschung sein, habe ich so gelesen. Ja, dann haben sie wahrscheinlich irgendeinen geilen Sponsor oder so gefunden. Jetzt heißt es dann einfach Steak F1 Team, ist so fuck. Ja, nachher ein Kick F1-Team, weil sie das Tag nicht überall können werben. Ja, genau. Wir werden es sehen, aber ich denke mal, unsere Ratings sind wieder recht fair gewesen jetzt für definitiv. den Valtteri. Ich bin beim nächsten Fahrer bin ich wirklich gespannt. Ja, sogar das Bild ist so asozial. Wenn ich weiter schalte, ist die Yuki einfach ein Kopf kleiner als der Bottas. Ist der noch realistisch? Er ist echt seine rechte Schulter, Mann. Ja, so gut. Oh Mann, sorry, als erzähl. Alles gut, nein, ich bin einfach gespannt auf dein Rating. Ich sehe es jetzt da noch schon. Bin noch nicht zu fest reingegangen. Oder generell, was du so über ihn sagst. Weil ich weiss noch, Anfang dieses Jahr haben wir gesagt, das ist ein Make-or-Break-Season für ihn. Also er muss liefern. Wir haben viel über ihn geredet und ich finde, wir haben auch durch die Saison viel über ihn geredet. Und ja, ich bin gespannt, was sagst du zu seiner Season? Also Experience habe ich ihm aus 73 gegeben, weil er ja nicht so lange dabei ist bis jetzt. Er ist schon 21 gekommen, oder? Er ist 20, nein, 21 ist er gekommen. Ja, er ist alleine gekommen.
Genau, Racecraft habe ich 76 gegeben, Awareness 75, Pace 74 und es gibt ein Overall von 75. Also ich habe eigentlich wirklich so voll den Durchschnitt genommen. Wie soll ich sagen? Ich finde, allem in allem hat er eine okay Season gemacht. Ich finde nicht, dass er irgendwie gross rausgestochen ist. Ich habe schon das Gefühl, er hat sich verbessert gegenüber den letzten paar Seasons. Habe ich so das Gefühl. Ich meine, er hat jetzt auch in Abu Dhabi hat er wieder ein sehr, sehr starkes Rennen hat er abgeliefert gehabt. Es ist einfach schwierig. Ich glaube es einfach. Weißt du, wenn ich jetzt den Satz wieder in den Kopf hineinhole, so, wo wir am Anfang von der Season gesagt haben, so, das ist jetzt seine Saison, um sich zu beweisen, weißt du, wie es weitergeht mit ihm, würde ich jetzt sagen, er hat sich nicht bewiesen. Also, ich weiß nicht, irgendwie so. Ich glaube irgendwie, er ist schon gut, aber er hat einfach immer noch nicht das können zeigen, wie gut er wirklich wäre. Habe ich so manchmal das Gefühl. Und ich meine, der Christian hat noch gesagt, nächstes Jahr, also eben 24, wird eben so wirklich die Saison sein, wo er sich muss beweisen muss. Weil der wird auch Red Bull wissen, so, ja, wie machen wir mit dem weiter? Wird er weiterhin bei Red Bull bleiben? Oder hat er Potenzial zu Red Bull Racing zu kommen oder nicht? Und ich weiß es nicht, irgendwie so. Ich glaube, es braucht noch brutal viel, dass er zu Red Bull Racing könnte. Also da sehe ich immer noch einen Ricciardo eher, oder er hat viel bessere Karten. Aber ich sage auch, wenn er aus der Formel 1 rausgehen, wäre es einfach irgendwie ein Talent, das man wegrühren würde. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, er hat doch das bisschen etwas, was es braucht. Aber ich habe einfach das Gefühl, er hat das immer noch nicht können zeigen, weil, ja, aus irgendwelchen Gründen, ob es an ihm selber liegt oder ob es das Auto ist, oder ich habe keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, er hat sich nicht bewiesen in dieser Saison. Ich verstehe, was du meinst, absolut. Ich bin auf ähnlicher Sicht. Ich sage jetzt nicht, er hat sich nicht bewiesen, aber ich sage, er hat sich gerade so bewiesen. Und zwar nicht bewiesen im Sinn von, er gehört nicht in einen Red Bull, er gehört aber auch nicht aus der Formel 1. Er ist so ein bisschen wie ein Gasly irgendwie, wo so das Gefühl ist, der sicher ist eigentlich verdammt gut. Und ich wünsche ihm alles Gute und ich hoffe, er kommt in ein gutes Team und kann vielleicht mal den einen oder anderen Win abstauben. Aber wir wissen alle, dass der Yuki Tsunoda nicht der nächste oder nein, sogar der erste japanische Champion würde sein. Das wird nicht passieren. Ich bin ehrlich gesagt auch überzeugt, dass es in den Sternen geschrieben ist, dass er bei Red Bull wird rausgehen. Aber ich bin auch überzeugt, dass er einen Sitz bei einem anderen Team kann bekommen. Weil bei meinem Rating, ich bin ganz ehrlich auch sehr durchschnittlich gefahren. 76 in der Race Pace, 78 in der Experience, 72 in der Awareness. Aber wo er für mich wirklich raussticht, ist seine Pace. Und ich habe mich dort vielleicht ein bisschen aus dem Fenster rausgelehnt und habe ein 90 gegeben. Was? ist vielleicht ein bisschen sehr viel, aber ich glaube eben... Schau, er ist viel schneller, als das viele würden sagen. Und ich weiss nicht, ob es Auto ist oder irgendetwas, aber ich weiss, dass der Bub abnormal schnell ist, weil ich gesehen habe, wie er in der Formel 2 performt hat. Was der Alben für Qualifyings angelegt hat in der Formel 2 ist krank. Und aber Formel 2 ist nicht Formel 1. Formel 2 ist nicht Formel 1. Sind viele aus der Formel 2 gekommen, die gut waren und nachher in der Formel 1 nicht gut waren. Das ist so. Das ist so. Und vor allem, es kommt einfach auch noch extrem auf das Auto drauf ab. Und ich weiss nicht, ob ihm der AlphaTauri wirklich liegt. Das ist auch nicht ein super Auto. Aber was ich einfach gut finde, ist, er hat, auch wenn er nicht seine Gegner in Grund und Boden gefahren hat, er hat wenigstens jeden geschlagen. Alle von seinen Teammates, die er hatte, hat er geschlagen. Und das war ja auch das, was man eigentlich so ein bisschen von ihm erwartet hat. Ich hatte das Gefühl, er wird untergehen, er wird vom De Vries rasiert, ist er nicht geworden, er hat sich über alles immer drüber gestellt. Von dem her ist es eine bessere Performance, als ich gedacht habe. Ein 90 ist sicher hoch angesetzt, ich würde es jetzt im Nachhinein auch nicht so hoch Ich glaube, du hast dich auch vertippt, du hast einen 8-Tipp. Nein, das nicht. Also, aber ich würde schon sagen, so ein 85 oder so hat er in meinen Augen verdient, weil rein Geschwindigkeit, glaubt mir,
der Bub könnte noch viel mehr. Und er hat es vereinzelt immer wieder so ein bisschen gezeigt. Ja. Aber er muss unbedingt an seiner Awareness arbeiten. Was er für dumme Crashes die ganze Zeit hat. Also das ist das Gleiche mit Magnussen. Zum Beispiel in Mexiko, das war so unnötig gewesen, dass er dort noch aussen rum versucht zu fahren. Und das sind so Sachen, wo er einfach unbedingt muss daran arbeiten muss. Und genau wegen dem wird er sich seine Zukunft eigentlich vermiesen. Wir müssen gerade lachen, wo du gesagt hast, so, wenn alle denken, der Vries rasiert ihn, der Yuki. Gut, der Vries hat auch so geredet, als würde ihn rasieren, aber er hat sich einfach selber rasiert. Ja. Also, ich meine, wir sind wirklich davon ausgegangen. Ja, ich habe sogar so bildlich vor mir gehabt, so ich rasieren und dann hat er sich einfach selber rasiert. Ich schwöre. Ist ausgerutscht. Ja, wirklich, ey. Ja, Genau. also ich denke, nächstes Jahr wird wirklich seine Season sein, wo er sich muss beweisen muss, der Yuki. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, er wird es packen. Ich glaube, nächstes Jahr könnte er schon stark sein. Ja, das definitiv. Aber eben mal schauen, wie sich das jetzt mit Racing Bulls wird entwickeln dann. Weißt, auch wenn er nächstes Jahr nicht wird stark sein, ich glaube, er hat sich eigentlich schon genug bewiesen, dass er in der Formel 1 kann und sollte bleiben. Und es wird Teams geben, die Interesse haben. Ich habe es schon mal angesprochen, ich sage es noch einmal, ist jetzt gerade das Aston Martin, wo Honda-powered wird sein in Zukunft. Das ist durchaus interessant, einen Yuki dort mit ins Boot zu holen und auch andere Teams, wenn sie einen stabilen Mittelfeldfahrer wollen, wie zum Beispiel eben ein Haas, ja, machen mit dem Yuki einfach schlichtweg nicht falsch. Von dem her, ja. Bei mir übrigens Average Rating ein solides 78, also es ist nicht viel höher als die Schluss. Ja, gut, ja. Ja, dann gehen wir doch weiter, würde ich sagen. Yes. Dann gehen wir zum Albon. Und ich glaube, da müssen wir auch nicht wahnsinnig viel dazu sagen, weil wir haben es oft in den Podcasts angesprochen und ich habe es auch oft im Stream gesagt, der Albon ist für mich einer der stärksten, einer der besten in dieser Saison gewesen. Ich habe ihn aber gleich so bewertet, halt anhand vom Auto, das er halt auch hatte. Aber er ist halt wirklich oft rausgestochen. Ich habe Experience habe ich ihm 78 gegeben, weil ja, von der Season her ist ja 2019 reingekommen in die Formel 1. Kann das sein? Bin ich falsch? Oder 20? Ja, mit dem Russell und dem Norris zusammen. 19. Aber er hat halt ein Jahr weniger als die. 90, 20, genau. 21, 22 ist er nicht gefahren. Mal. 21 ist er nicht gefahren, 22 ist er gefahren Genau, und 23. Also ich habe ihm 78 gegeben. Racecraft habe ich ihm dann aber ein 84 gegeben, weil er wirklich auch Racecraft-technisch wirklich krass unterwegs war. Awareness 77, er hat jetzt zwar nicht irgendwie Unfall gebaut, brutale oder so, aber er hat doch auch 2-3 Fehler an wieder gehabt. Pace habe ich ihm aber auch 85 gegeben, weil ja, ich meine, seine Qualifyings haben für sich gesprochen, wie gut er dort war. Und das kommt bei mir dann auf ein Overall raus von 81. Und ich denke, da bin ich wirklich auch wieder fair dabei. Eben, man hätte jetzt auch können sagen, ja, Pace 90 mit dem Williams, klar, verstehe ich auch, wenn man so etwas geben würde. Aber eben, ich habe es eigentlich relativ fair halten, weißt du, vom Overall-Rating her einfach immer. Und ich glaube, seit 81 bist du dabei. Ja, mit 81 bist du sicher bei einem guten Rating. Also mein Overall ist sehr ähnlich. Ich habe ihm eine Experience gegeben von 78, gleich wie du. Ein bisschen weniger als Norris und Russell werden gesehen. Einfach wegen dem einen Jahr eine Awareness von 80, weil halt eben selten Crashes, aber doch gibt es dann einfach immer wieder den einen oder anderen. Ich habe ihm zuerst schon eigentlich mal so ein 586 gegeben und dann ist mir aufgefallen, er ist immer wieder so ein bisschen zwischendrin. Nicht, dass er einen Crash verursacht, aber in Brasilien ist er angefahren worden. Was war noch? Er hat sonst noch einen Crash gehabt, also, wo er auch einfach so ein bisschen im Kuchen war. Aber da muss man auch sagen, ist halt auch schwierig, wenn du in einem Auto bist, wo immer zu hinterstart ist. Also wegen dem habe ich nicht allzu harsh sein mit dem. Ein Pace generell von 82 kann ich geben, so ziemlich basic, weil meiner Meinung nach ist er in einem sehr, sehr stark und das ist Rennen fahren. Danke, Australien war es. Ich habe ihm
beim Rennen ein 92 gegeben, Race Pace. Das läuft dann also somit auf einen Durchschnitt von 83. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass er in den Rennen im Führerfahren einer der besten Fahrer ist. Oder eben, was man halt da muss sagen, in meinen Augen Race Pace ist nicht nur Führerfahren, sondern auch können verteidigen, nicht überholt werden. Und das ist etwas, was der Bub im Griff hat. Der kann verteidigen bis am Bach runter, ohne dass seine Reifen gerade vorgeschmissen werden. Und ja, wegen dem, ich finde, Race Pace technisch ist das wirklich Technisch. Chapeau. Technisch. Ich finde, ich auch. Also, ich finde, er hat wirklich das Jahr wieder einen super Job gemacht. Ich finde, er hat letztes Jahr einen super Job gemacht. Ich finde auch, also ich muss sagen, der James als Teamchef finde ich auch wirklich top. Also ich finde Williams momentan, jetzt abgesehen vom Logan, brutal gut aufgestellt. Ich finde, der Jos, der Capito, also der alte Teamchef, hat auch wirklich einen guten Job gemacht. Und also man muss auch wirklich sagen, der Albon ist ja wirklich nur zu Williams gekommen, dank dem Jos dazu mal. Ich finde, er hat wirklich eine gute Entscheidung gemacht dazu mal, dass er den Albon geholt hat. Und ich glaube, der James er redet ja auch nur in hohen Tönen von ihm. Und ich finde auch eben so, in allem gesehen, von allen Fahrern hat eben der Albon eine der besten Saisons gemacht von allen Fahrern. Also besser als ein Leclerc, würde ich jetzt sagen. Ich finde auch einfach, dass er eben abseits von der Strecke immer wirklich immer gut da steht, mega positiv überkommt. Ich finde es auch geil, wie seine Freundinnen immer auf Instagram roasten mit den Bildern von ihm und so. Finde ich auch wirklich geil. Also, ich muss sagen, Albon wirklich ein Fahrer, den ich sehr, sehr gerne bekommen habe. Ich weiss, ich hatte ihn am Anfang nicht so gerne gehabt, beziehungsweise einfach, weil er halt im Red Bull nicht so performt hat, wie eigentlich so ein Red Bull-Fahrer sollte performen. Wir kommen ja später noch von Perez zu. Und ich weiss noch, ich habe dir dann schon immer gesagt, der Albon, den musst du im Auge behalten, der Cape ist gut. Ja, das weiss ich sogar noch. Darum, also, ich hoffe, er wird nächstes Jahr wieder eine geile Saison haben. Ich hoffe auch, dass er wirklich, so wenn die Gerüchte stimmen, dass er wirklich die Chance bekommt, zu Ferrari zu wechseln. Ich hoffe einfach, dass Ferrari nicht komplett zersagt dann. Aber ich würde ihn schon nochmal gerne in einem Top-Team sehen, weil ich glaube einfach das, was er zeigt in einem Williams, zeigt doch einfach auch, dass er wirklich Top-Team-Potenzial hätte, rein theoretisch. Aber wir werden es auch wieder da sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, er fühlt sich im Moment auch sehr, sehr wohl bei Williams. Und ich glaube es auch momentan, ich denke, er wird schon auch ein bisschen für ihn denken und hoffen, dass er mal in ein Top-Team reinkommt. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wie sich das weiterentwickelt. Du, schau, ich sage es immer wieder, also beim Albon ist wirklich, er muss vorne sein, er hat es verdient, vorne zu sein. Es ist vor allem spannend zu sehen, ja, was passiert, wenn er mal wieder ein schnelleres Auto hat, weil er hat sehr, sehr viel Erfahrung dazu gewonnen. Und ganz ehrlich, ich sehe wirklich gute Karten eigentlich für Williams an und für sich. Ich glaube, der James Vowles hat das Zeug dazu, das Team wieder zu bringen. Ich sage es immer wieder. Ja, und ich hoffe ganz ehrlich, ich wollte ehrlich gesagt nicht einmal, dass der Albon weggeht von Williams, weil ich glaube, das ist sein Team und er kann das jetzt um sich herum aufbauen und das ist in meinen Augen fast wertvoller, als jetzt einfach so bei Ferrari drin zu einsteigen. Weil ja, wenn du dich wohlfühlst in deinem Team und kannst du dich wohlfühlen in deinem Auto und dementsprechend lieferst du dann automatisch auch Resultat. Ja gut, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir den Albon in einem Ferrari-Rennanzug vorstelle, das passt irgendwie schon nicht. So in der Ferrari. Aber irgendwie so mit einem Williams passt er einfach schon drin. Aber eben, das ist halt, ja, wenn man es jetzt halt so kennt. Aber eben, klar, eben mit Williams vorkommen wäre cool, aber man muss halt einfach auch realistisch sein und sagen halt einfach, dass wegen der Budgetbegrenzung ist es halt einfach auch schwer, dass Williams extrem viel kann aufholen kann, weil sie halt einfach auch limitiert sind mit den Ausgaben an Entwicklungen von der Facility halt, oder? Und ich meine, du hast ja das auch schon einmal gesagt in einem Podcast, dass sie teilweise eben noch Gerätschaft oder Ressourcen haben, die sind ja 20 Jahre alt oder weiss nicht wie alt und das ist halt dann einfach halt schon bitter und du kannst halt nicht einfach jetzt, weil du auch ein bisschen performt hast, gerade alles gut ersetzen und so und weil da bist du auch wieder budgettechnisch ausgeschlagen dann und ich meine, wenn eben so eine
Eigentlich müsstest du einen Fahrer nehmen, der eben halt zu wenig crasht. Dann hättest du eigentlich die, weiss ich wie für 3-4 Millionen, die der Logan verbraten hat, hättest du können cutten um 2 Millionen und hättest können 2 Millionen nochmal in eine Entwicklung reinstecken von der Facility oder so. Ja, wobei andererseits, also ein Logan kostet irgendwie 650'000 Stutz im Jahr, ein Albon kostet sie doch, ich glaube, etwa 3-4 Millionen im Jahr. Also, Meinst du, der das verdient gleicht so sich- viel? Ja, ich glaube schon. Nein, ich weiß nicht. Ich Bin mir glaube, ziemlich der Elben nicht. Ich glaube, der Elben verdient nicht so viel wie der Formel 1. Ich glaube, der ist einfach auch. Ich glaube, der ist einfach auch froh, dass er kann in der Formel 1 fahren kann. Mhm. Also, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der nicht wahnsinnig viel verdient. Meine Hoffnung ist immer noch, dass das FIA respektive Formel 1 oder einfach alle Partien, die etwas dagegen machen können, sich dazu entscheiden, Teams, die nicht viel Geld in die Infrastruktur investiert haben, lassen ein bisschen extra aufstocken. Einfach in die Infrastruktur. Ja, das wäre schon Weil- geil, ja. Wenn sie wirklich Fairness wollen mit der Budget Cap, dürfen sie jetzt nicht Teams limitieren, wo bis jetzt zu wenig Geld investiert haben. Jetzt investieren alle gleich viel ungefähr. Also wieso? Das ist ja auch nicht fair schlussendlich. Weil das braucht jetzt wieder etwa 20 Jahre, bis sich das würde ausgleichen. Also gibt doch diesen kleineren Teams wie Haas, Williams etc., die immer am Struggle waren, schnell einen kleinen Boost. Dann ist es irgendwo dann auch wieder proportional. Und ich finde, das ist das, wo ja, vielleicht hat da noch ein bisschen fehlt. Und andererseits kann man gleich sagen, trotz dem wenigen, was sie haben die doch eigentlich sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Ich meine, Ja, 2020 und 2019 haben wir noch Memes hin und her geschickt, wie abgrundtief schlecht der Hure Williams ist. Und mittlerweile redet man gar nicht mehr gross darüber, wie schlecht das er ist. Er ist einfach nicht so hure gut. Aber er fällt nicht mehr dafür auf, dass sie immer auf der letzten Linie starten. Im Gegenteil, sie haben sogar jedes Rennen, eigentlich fast jedes Rennen, die Möglichkeit, Punkte zu holen. Und das hat man halt auch nicht erwartet von einem Williams. ja, Wobei vieles auch im Album zuzuschreiben ist, sind wir ehrlich. ja, aber weißt du, ich meine, sie haben ja, weißt du, also klar, wenn man jetzt sagt, ja, sie sollen mehr Geld haben als die anderen, weil sie eben hinten nachher sind, dann würden die anderen einfach sagen, ja, das ist ein Wettbewerbsvorteil, den sie ja dann hätten. Und man muss ja das auch so anschauen. Ich meine, die Pace-Differenz ist ja, sagen wir jetzt mal, im Average, sagen wir einfach mal eine Sekunde. Vielleicht ein bisschen mehr, 1,2 oder so. Ist auch egal wie viel. Was übrigens eine von der tiefsten Pace-Differenzen ist, die Eben. wir jemals gehabt haben. Ich meine, 1,2 Sekunden, das ist ja, wenn du überlegst, wie viel ist 1,2 Sekunden, ist ja das nichts. Das ist ja wirklich nichts. Und das Ding ist ja einfach da, sie haben ja eigentlich den Wettbewerbsvorteil, weil das Top-Team, also sprich Red Bull, hat ja am wenigsten Windkanalzeit als Williams. Williams hat ja viel Das mehr stimmt, jetzt. ja. Und das nicht wegen Das der stimmt. Strafe, sondern halt einfach, weil es halt einfach so von der Regel her festgelegt wurde, dass die Teams, die immer gewinnen oder immer Erste sind in der Konstrukteurweltmeisterschaft, dass die dann nachher für die neue Saison weniger Zeit im Windkanal dürfen verbringen, weniger Zeit auf der, weiss ich wo noch, die sind überall ein bisschen eingeschränkter, um eben das Feld näher zusammenzubringen. Und die anderen, die immer schlecht waren, haben dafür mehr. Und es gibt auch die Windkanalpunkte, oder wie das so heisst, ich weiß aber nicht, wie das abgerechnet wird. Dann. Das hat ja Williams mehr, von dem sie haben ja eigentlich den Wettbewerbsvorteil. Aber eben, wie gesagt, wenn du natürlich noch Material hast von 20 Jahren oder noch älter, oder bringt dir das alles dann auch nicht wahnsinnig viel, weil du musst halt dann zuerst dort ersetzen und tun und machen. Aber das ist ja das, was ich immer gesagt habe, dass bis wir die Budget-Cap merken, das wird vielleicht, wenn wir Glück haben, nächstes oder erstes Mal ein bisschen eintreffen, oder spätestens übernächstes Jahr. Aber ich denke, vorher werden wir es noch nicht gross merken. Also jetzt, ich glaube, im Moment haben sie zwar schon auch jetzt ein bisschen gemerkt, dass sie näher zusammengekommen sind, die ganzen Teams. Aber ich bin Abgesehen ganz von Red Bull. ehrlich, ich bin überzeugt, wir hätten es nicht gemerkt, hätten wir nicht auch noch den Regulation Change gehabt. Weil das hat Teams dazu gezwungen, ein neues Auto zu entwickeln. Und das hat all die Entwicklung, die in die vorherigen Autos gesteckt, also nicht all die, aber viel Entwicklung, die sie in die vorherigen Autos gesteckt haben, einfach redundant gemacht. Und von dem her, ja, ein bisschen merken wir es, aber wir werden es in den nächsten paar Jahren hoffentlich noch viel mehr sehen. Halt auch, weil die Hoffnung wäre ja eigentlich, dass eben ein Team wie Williams auf einmal wieder davor mitkämpfen kann. Das ist ja das, was wir erzielen wollen. Und ja, schön wär's. Bis jetzt ist es immer noch die Big Three, oder? Red Bull, Mercedes, Ferrari. Und ich glaube, das wird auch noch für die nächsten 2 Jahre mindestens ein bisschen so bleiben.
Gut, 26 gibt es ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, gibt es ja jetzt auch, also noch nicht fix, aber sie haben jetzt schon ein bisschen veröffentlicht, wie ein Aero-Konzept wird sein, weil das tut sich ja wieder ändern auch. 26, nicht nur die Motoren, sondern auch chassistechnisch. Die Autos werden kleiner, schmäler. Sie gehen wieder zurück auf 16 Zoll Felgen, nicht mehr 18 Zoll. Sie sind auf 18 Zoll gegangen, weil sie wollten der Überhitzung entgegenwirken. Hat nichts gebracht, jetzt gehen sie auf 16 Zoll wieder retour. Da gibt es kleinere Reifen wieder, also schmälere Reifen anscheinend auch. Also es geht so, also nicht vom Stil her, aber von der Größe her und so soll es so wieder so richtig die 2000er Serie, 2001, 2, 3, so in dieser Serie so soll es landen von der... Fange ich gerade davon träumen, wenn ich das höre. Also, weißt du, nicht optisch. Optisch bleibt schon immer noch das aktuelle Konzept, aber einfach schmäler. Das macht auch schon viel aus, weil ich find, die sehen jetzt schon sexy aus und wenn sie wieder kleiner werden, dann sind sie wieder richtige Rennkerren. Und das Krasseste ist, nach 40 Jahren ist es jetzt das erste Mal, wo die Formel 1 Autos ab 26 leichter werden. Sie werden bis zu 50 Kilo leichter. Und das ist was viel. Eigentlich, ja, wenn du es vergleichst mit dem Gewicht, das sie generell über die Jahre hinzugelegt haben, ist es nicht viel. Aber wenn du vergleichst mit dem, mit der Technik, die mit ihnen stopfen, ist es hure viel. Und das merkst du auch. Ja, es ist ja mehr. Also einerseits wird ja das Schwerste am Auto, was denkst du, was ist das Schwerste am Auto? Der Elektromotor. Genau, der Hybridantrieb, sprich Batterie. Das ist das Schwerste. Das ist das Schwerste am Auto. Und sie nehmen jetzt MGUH raus, was leicht reduziert. Und sie tun das Chassis als Cockpit innen wieder ein bisschen schmäler, es wird kleiner. Und die Sicherheit ist auch was schwerer geworden. Ich meine, Halo ist Gewicht gewesen, die ganzen das A-B-C-Säulensystem auf der Seite, genau, das sie eingeführt haben, wo jetzt anscheinend eben ein bisschen anders aufgebaut wird, wo dann nachher immer noch gleich viel soll schützen, aber leichter soll werden. Also es wird überall ein bisschen eingespart. Anscheinend soll es auch so sein, dass das weiss ich gar nicht, das Auto soll mehr Abtrieb verursachen. Also es soll nochmal ein bisschen, so von der Aerodynamik soll es nochmal krasser werden, aber man soll nicht mehr Flügel haben. Also wie sie das genau umsetzen jedenfalls, was es neu wird geben, auch ab 26, ist eine aktive Aerodynamik. Das gibt es ja jetzt schon. Das haben sie ja jetzt schon an den Autos. Sprich, das DRS ist eine aktive Aerodynamik. Aber das soll dann überall am Auto sein. Das heisst, der Frontflügel soll davon betroffen sein. Irgendetwas auf der Seite, vielleicht auch noch Heckflügel, ist sowieso DRS. Das heisst, dass du auf der Geraden zum Beispiel deinen Frontflügel durch einen Knopfdruck kannst flach stellen auch, dass du auch weniger Luftwiderstand hast und mehr Topspeed kannst generieren. Also dass es nicht nur den Heckflügel gibt. Und man sucht anscheinend auch noch für 26 Alternativen als DRS. Also sie möchten das DRS eigentlich auch abschaffen wieder. Aber sie sind da eben noch ein bisschen am Pröbeln. Aber mal 50 Kilo ist im Fall schon viel, wo sie verlieren können. Also, weil, wenn ich überlege, die Autos mit Fahrern 2004 sind etwas um die 600 Kilo gewesen. Klar, jetzt sind wir bei 798 Kilo, glaube ich, oder so ist das Minimalgewicht mit Fahrer. Oder Mindestgewicht, oder 48, ich weiß es gar nicht mehr, 98 oder 48. Und jetzt geht man 50 Kilo runter. Also man kommt da doch recht runter vom Gewicht und ich glaube, das wird schon viel ausmachen. Vor allem macht es zum Beispiel ein Rennen in Monaco dann wieder ein bisschen interessanter. Also klar, es ist jetzt nicht viel schmäler, die Autos werden. Es sind glaube ich etwa so 10 cm. Also es ist nicht viel. Aber von der Länge her sind es glaube ich von 3,60 Meter, wo jetzt so ein hoher Klapp ist, das ist ein verdammtes Schiff eigentlich, geht er irgendwie auf 3,40 Meter ab oder so. Also 20 cm. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, also, und das soll noch mehr werden in Zukunft. Also eben, sie checken immerhin, okay, die Autos sollen nicht so gross bleiben und nicht so schwer bleiben. Das finde ich auch gut. Und ich meine, es gibt Haufen Sachen, wo du kannst, wo den Fahrer schützen, wo durch leichtes Material kann hergestellt werden. Ich meine, teilweise sind die ja so stark in der Entwicklung. Ich meine, früher hat man einfach alles aus Carbon gemacht.
Ja, heute weiss ich auch nicht, du kannst auch Titan nehmen, der auch hure robust ist und ja, mag viel absorbieren, weißt du, wie ich meine. Aber ja, mal schauen, wie sich das dort noch entwickelt. Aber eben ab 2026, es wird nicht nur der Motor gewechselt mit ja, 45% Elektroanteil und 55% Engine-Anteil. Das ist also Verbrennungsanteil. Das ist, das ist ja die neue Änderung. Also das ist ein bisschen Abfuck, muss ich ehrlich sagen. Weil der Elektromotor leistet dann 450 PS etwa und der Verbrennungsmotor 550. Sie haben dann zwar wieder mehr Sprit, den sie können verbrennen können, zum Batterie auch wieder laden und so. Also technisch gesehen ist recht viel, was sich ändert, aber es könnte schon geil werden. Es könnte wirklich geil werden. Bin gespannt, wie das weitergeht. Geil. Also, ich bin wirklich hyped, deutlich hyped, mehr hyped als noch bei Dings, bei den neuen Regulations, die wir jetzt haben. Also, es wird definitiv gut kommen. Ja. So, wir machen mal weiter, sonst sind wir noch ewig dran. Der nächste Fahrer haben wir den Esteban, der Ocon. Und da, oh ja, okay, da bin ich recht böse zu ihm. Also Experience habe ich 77. Muss ich aber ehrlich sagen, bin ich wahrscheinlich recht streng gewesen, weil der Ocon fährt ja seit 2000 und ist beim Manor hat er angefangen. Genau. Der Manor ist 2016 noch gefahren. Dort hat er einfach angefangen. Ja, okay, Experience hätte ich aufnehmen können. Da bin ich ein bisschen harsch gewesen. 5 Sekunden Time Penalty für die Bewertung hat mir der Magic Card geschrieben. Hey, nein. Racecraft habe ich 74, Awareness 78, Pace 79. Ich weiß nicht, ich habe einfach ein Average Rating genommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Ocon hat mal Ausreißer und manchmal ist er einfach grottenschlecht. Und darum overall 77. Ja, also bei mir ist es ganz ehrlich fast gleich. Also, ich hätte dann vielleicht mit der Pace noch ein bisschen mehr dürfen geben. Dort hätte er nämlich von mir ein 78 bekommen. Experience 82 und Race Pace 79. Aber was bei mir einfach immer wieder auffällt, ist seine Awareness. Dort haben ihm eiskalt knallhart das 68 gegeben. Das drückt dann also so auf ein 76. Und ich mache das vor allem aus dem Grund, weil es kann nicht sein, dass ein Fahrer allein so viele unnötige Battles mit seinen Teammates hat und auch so viele unnötige Crashes mit seinen Teammates hat. Und das ist jetzt etwa schon zum 3. Mal, wo er gegen seinen Teammate einen sehr ähnlichen Crash hat, wo er draussen ist und nicht gesehen wird, ja, für sich das Zeichen, wo ich einfach auch muss sagen, ja gut, du musst dein Auto nicht einfach überall reinstecken. Oder? Also von dem her, ja, ich hasse ihn, ich werde ihn für immer hassen. Punkt. Vor allem, weißt du, was geil ist? Ja, ich habe irgendwie von einer Woche, 2 entdeckt, dass der einen Merch-Shop hat. Ich habe das gar nicht gewusst. Der hat einen Merch-Shop? Ja! Ich habe es nicht gewusst. Wir kaufen das. Hey, schön. Alles im Sale. Immer. An die Ladenhüter verkaufen. Hey, nein. Nein, also ich weiß auch nicht. Ich bin auch kein Fan von Ocon und ja, ich hoffe irgendwie insgesamt, dass er mal rausfliegt und vielleicht irgendwie durch den Yuki ersetzt wird. Das wäre noch geil, da hätten wir wieder den Pierre und den Yuki zusammen in einem Team. Der wäre auch Alpine ein bisschen besser aufgestellt. Aber ja, Alpine hat halt einfach komplett französisch sein mit Team und Fahrer und dann haben sie es geschafft. Aber der Pierre hat besser abgeschnitten diese Saison, oder beziehungsweise halt punktetechnisch ist er ja vor dem Ocon gelandet. Was ich mal schwer davon ausgehen, was dem Ocon auch nicht so gepasst hat, dass er hinter dem Pierre gelandet ist in der Saison. Ja, man hat es gemerkt, das war vor allem gegen Ende ziemlich ein Zickenkrieg gewesen, aber man muss halt auch ganz klar sagen, der Gasly ist besser gefahren. Du musst in Betracht der Gasly ist der bessere Fahrer, ja, so muss man sagen. Das auch, ja, das kommt dann noch dazu. Weil ich meine, der Ocon, der hat jetzt, was ist was, 4. oder 5. Jahr mit Renault / Alpine insgesamt. Und der Gasly kommt rein. Am Anfang von der Saison ist er noch so ein bisschen gleich aufgesehen, aber gegen Ende hat er eigentlich immer den Ocon besiegen können. Und wenn er den Ocon nicht besiegt hat, ist es gewesen, weil das Team der Ocon einfach eiskalt priorisiert hat. Und das hat mich so grusig Ja, wieso? Ich meine, sorry, punktetechnisch ist er ja hinten gewesen. Es macht so keinen Sinn. Ja, es macht absolut egal. Aber da ist halt Alpine, sind wir ehrlich. Das ist absolut Alpine. Das läuft hin und vorne alles falsch.
von zuoberst oben bis unten runter ist es einfach ein Team, das mir nicht gefällt und es tut mir eigentlich leid für den Gasly, dass er dort drinnen ist. Ich habe das Gefühl, er hat momentan noch so ein bisschen die rosa-rote Brille an, weil französisches Team und es ist schön und so, aber ich bin eben auch überzeugt, dass ein Gasly wird können die Veränderung in Alpine reinbringen, die es braucht. Wenn sie auf ihn werden lassen, ist natürlich die Voraussetzung. Und ja, eben, er ist der bessere Fahrer. Er hat von mir deutlich das bessere Rating bekommen. Ich habe ihm bei der Race Pace ein 83 gegeben. In der Experience ein 81. Aber bist du beim Gasly oder was jetzt? Ich bin schon beim Gasly, ja, ich bin schnell gekumpelt. Sorry. Bei der Awareness ein 75. Einfach weil, ja, es hat 2-3 Momente gegeben, gerade wie der Crash, die ein bisschen unnötig waren. Und jetzt sind eigentlich beide verschuldet gewesen. Aber wenigstens gibt er es zu. Und bei der Pace 70? Nein, 80. Soll ich sagen, falsch und nur gelesen. Ein 80. Ja, weil er sticht einfach immer wieder daraus raus, dass er ein bisschen über dem Durchschnitt ist mit seinem Fahrkönnen. Ja, ich habe es fast ähnlich. Ich bin aber ein bisschen tiefer an. Also ja, Experience habe ich ihm 80 gegeben. Obwohl er ja eigentlich weniger lange in der Formel 1 ist als der Ocon, aber egal. Ich habe den Gasly halt lieber. Und dann Racecraft habe ich 74 gegeben, weil tendenziell ist er schon einer, der während dem Rennen eher mal ein bisschen hinterher als vorne fährt. Awareness habe ich 78 gegeben, Pace, eben du hast 80 gegeben, ich habe 78 gegeben. Overall gibt das ein 78. Ja, ich finde auch, dass er einen besseren Job gemacht hat als der Ocon. Ich meine, es tut sich auch der Punkt da widerspiegeln. Ich finde einfach halt auch, dass er gut, ich weiß halt nicht, wie oft das es jetzt gemacht hat, aber ich glaube, es hat teilweise auch wirklich einfach so, dass ein bisschen, was das Team sagt, ein bisschen ignorieren. Weil, ja, es kommt ihm wahrscheinlich besser so. Aber ich muss ehrlich sagen, ob es eine gute Entscheidung war, von Alpha Tauri zu Alpine überwechseln. Ich weiß nicht. Ich glaube, sein Hauptaspekt war einfach weg von Red Bull, weg aus dem Programm. Dann war es eine gute Entscheidung gewesen. Aber wenn er mit der Entscheidung gewechselt hätte, ja, ey, ich möchte Weltmeister werden oder halt wirklich um Podium kämpfen und so, dann ist halt der Alpine einfach das falsche Team. Weil eben, wie du vorher gesagt hast, dort läuft vom obersten bis zum untersten läuft dort alles falsch. Also blöd gesagt, von dem, wo vom Boss, wo geht schiessen, bis zu dem, wo die Scheisse muss putzen vom Boss, das läuft einfach gar nicht. Wird einfach nicht mehr super. Also das ist, das ist einfach alles eine Katastrophe und da glaube ich, ist es halt einfach ein bisschen eine falsche Entscheidung gewesen, aber man muss halt einfach auch sagen, er ist halt schon relativ gedamaged durch halt das, was bei Red Bull passiert ist. Ja, und das hängt ihm halt einfach nachher. Man muss aber auch ein bisschen sagen, zu Unrecht, weil er halt einfach auch viel zu jung war, um gerade bei Red Bull Racing zu landen, weil, ja, ich meine eben, Pierre geschmissen wurde, Albon geschmissen wurde. Ich meine eben, jetzt, ja, abgesehen jetzt von Perez vielleicht ein bisschen, aber nach dem Ricciardo war einfach kein guter Red Bull-Fahrer mehr neben Verstappen gewesen. Wenn der Perez, okay, er hat schon, meine 21 hat er wirklich einen guten Job gemacht, 22, ja, und 23, also, ich meine, es ist ja, es ist, ich sage mal, die Kurve ist mehr durchab als darauf, weißt du, beim Perez. Beim Perez, ja, aber zum Perez kommen wir dann. Ja, zu dem kommen wir ja dann auch. Ja, definitiv. Aber ich glaube, beim Gasly, ganz ehrlich, die Experience, die Experience, die du ihm so viel gegeben hast, ist eigentlich schon nicht ganz unrechtmäßig, weil was der Pierre hatte, ist eine absolut gefickte Zeit bei Red Bull und hat sich durch all den Hate von den Medien müssen durchkämpfen. Am gleichen Wochenende, wo er gedroppt wird, stirbt noch einer von seinen besten Kollegen. Und da muss ich schon sagen, also wie er über dem gestanden ist, über dieser ganzen Situation und wie er geliefert hat, die nächsten 1,5 Jahre nach dem Tod von Antoine und nach dem Drop von Red Bull, das zeigt auch, dass er eigentlich aus dieser Situation Kraft rausgenommen hat, obwohl es eigentlich eine relativ negative Zeit war für ihn. Und er sagt auch in seinem Podcast ganz klar, das ist im Fall relativ ein grosser Entscheidungsgrund gewesen, wieso dass er zu Alpine gegangen ist. Er hat gewusst, es war im Antoine sein Traum gewesen, für Alpine zu fahren, für das französische Team.
Und er hat so ein bisschen aus persönlicher Überzeugung dementsprechend gesagt, weißt du was, ich mache das für ihn. Und du quasi seine Legacy bei Alpine für ihn vertreten. Wegen dem sage ich auch, er hat wahrscheinlich so ein bisschen die rosa-rote Brille an, oder er sieht wahrscheinlich in dem Team etwas, was für ihn persönlich wichtig ist. Und ich hoffe einfach, dass das ihn nicht wird beißen in der Zukunft. Weil er ist so abnormal sympathisch und er ist halt wirklich auch einfach ein guter Fahrer und hat es einfach nur verdient, dort zu sein, wo er ist. Nicht so wie der nächste Fahrer in den Driver Standings. Der Strolch. Der Strolch. Was hast du dem lieben Strahl für ein Rating gegeben? Ich habe ihm... Jetzt machen wir einen Dip. Ja, das ist so. Ich habe ihm Experience habe ich ihm 77 gegeben. Da habe ich Racecraft 69, Awareness 68 und Pace habe ich 65. Und overall gibt das ein 69 und das ist eigentlich nur die Experience, die ein bisschen auflüpft. Aber ich meine, Racecraft ist wirklich Trash. Awareness ist sowieso Trash. Und Pace ist sowieso Trash. Also von dem her, das Einzige, was ihn wirklich ein bisschen auflöpft, ist wirklich die Experience, weil er halt schon seit 2017 in der Formel 1 ist. Mhm. Das ist das Einzige. Und Ja. mehr muss ich eigentlich auch nicht sagen, weil ja... Klar, er hat seine Pfoten noch gebrochen Anfang der Saison, aber es hätte jetzt auch nicht gemacht, wenn sie nicht gebrochen gewesen wäre. Also wäre er dann auch immer noch scheiße gefahren. Und also... Es ist einfach fraglich, wieso der Typ in der Formel 1 ist, muss man einfach immer noch sagen. Also von mir ist es schon mal eine Geldverbrennungsanlage, die er betreibt, der Stroll, und hat einfach anderen, die wirklich talentiert sind, nimmt er das Cockpit weg. So ist es einfach. Punkt. Ja, Punkt. Mehr kann man nicht Fertig. sagen. Das ist einfach absolut Fakt. Das ist absolut schade. Wir sagen es jetzt etwa schon zum 4. Jahr in Folge, dass er nicht mehr dabei sein sollte. Nicht, weil er ein absolut katastrophaler Fahrer à la Mazepin ist, aber seine Zeit ist vorbei. Er hat genug Chancen gehabt, um sich zu beweisen. In jedem anderen Team wäre er schon 3-mal rausgeflogen. Und das macht einfach keinen Sinn. Bei mir, sein Rating wird durch seine Driver Experience nicht einmal gelüpft. Er ist tatsächlich auf Platz 20, wenn man es so anschauen, wenn wir das Rating ordnen bei mir. Ich habe ihm nämlich Race Pace ein 68 gegeben, Experience ein 82, Awareness ein 65, also das schlechteste Rating, das ich generell vergeben habe. Und das Einzige, wo er ein ungerades Moll, und zwar immer, wenn ich weiss, wie blöd muss runterregnen, sticht er auch ein bisschen raus und holt den innere Ayrton Senna aus sich raus. Ich habe mal so ein Pace 70 gegeben. Also der innere Ayrton Senna auf Wish bestellen, so meinst du? Genau, etwa so. Nein, weil er hat tatsächlich mal immer wieder so das ein oder andere Wochenende, wo er raussticht mit guten Qualifying Pace. Aber that's it. Also Gesamtbewertung bei mir ist 71, also ist dementsprechend unter dem Liam Lawson, der ein 72 bekommen hat, wo Nummer 5 Rennen gefahren ist. Also, fick dich. Aber fair. Alter. Also, dann gehen wir weiter zum nächsten. Gut! Dann haben wir den Oscar Pastry und das ist wirklich einer von meinen Favorite-Fahrer in dieser Saison, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber ich habe ihn gleich streng bewertet, muss ich ehrlich sagen. Muss ich schon schauen. Ich habe ihn wirklich sehr streng bewertet, merke ich gerade. Aber das liegt hauptsächlich an der Experience, weil die ist halt nicht rum, beziehungsweise die ist halt relativ tief halt, weil ja, erste Saison habe ich ihm ein 65 gegeben. Dann habe ich Racecraft, habe ich ihm ein 78 gegeben. Awareness 70, weil ja, relativ neu noch, und ich denke halt, die Übersicht wie ein Fahrer, der schon länger dabei ist, die ist halt noch nicht so rum. Ist vielleicht auch ein bisschen tief, aber pace-technisch habe ich ihm dann ein 84 gegeben und da komme ich bei einem Overall von 75 raus bei ihm. Und also Oscar Piastri, muss ich wirklich sagen, ich bin nicht vorgenommen gewesen, aber ich bin halt schon auch ein bisschen vorsichtig. Ich dachte so, ja komm, einer, der da jetzt halt eben
wo ein riesen Talent, wo das nachher gesprochen wird, das gibt es ja gerne mal in der Formel 1, dass das mal so noch passiert und dann sind das überall nur Flauten. Aber er ist dann wirklich einer, der hat das wirklich umsetzen, was man ihm nachher gesagt hat, und ich bin wirklich mehr als positiv überrascht gewesen, mehrfach bei mehreren Wochenenden, und ich finde einer, der es mehr als verdient hat, in der Formel 1 zu sein. Ich finde auch einen guten Move gemacht hat, zum McLaren überzugehen, passt ins Team rein, passt zum Norris her. Norris hat ein paar Mal wirklich schwer gehabt, neben Piastri zu fahren dort. Und für mich wirklich seit Hamilton Rookie, also nach Hamilton Rookie eigentlich wirklich der beste Rookie, den es bis jetzt gegeben hat in der Formel 1. Muss ich wirklich sagen. Ja. Ist ja auch statistisch ganz klar so. Also, ich finde es einfach schade, dass er das Sprint Race gewonnen und nicht das Richtiges. Ich meine, stell dir vor. Das wäre krass gewesen, wenn der Norris, das wäre eine Klatsche gewesen für den Norris, ich sage das. Aber ich meine auch, wenn man es auf die Rennen bezieht, er ist der erste Rookie seit dem Hamilton, also ich glaube, ich erzähle kein Seich, wenn ich das sage, aber ich glaube, es ist der erste Rookie seit dem Hamilton, der Podiums überhaupt geholt hat. Und, oder? Ja, könnte sein, ich weiß es gar nicht. Also ich habe niemand anders im Kopf. Und also, auch wenn nicht, er hat mich auch sehr überrascht, positiv. Er hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, wie sie es in Hamilton gemacht hat. Warte mal. Wann ist der Stroll im Baku aufs Podium gefahren? 2017. Das war seine Rookie-Season. Nein. Ja, aber das zählt nicht. Das zählt nicht. Illegitimate. Und der Magnussen. Magnussen auch 16, ja. Ja, der hat im 14 McLaren gestartet. Ja, 14, ja. Aber dort sind wir ganz ehrlich im McLaren zu verdanken gewesen, nicht im Magnussen. Obwohl es ein scheiß Auto war. Also, schau, beim Piastri ist bei mir dasselbe Problem. Also seine Experience zieht einfach seine Gesamtbewertung extrem oben runter. Ich habe nämlich dort, auch weil er ein Rookie ist, wieder die tiefste Anzahl oder die tiefste Punktzahl gegeben mit 65. Habe ihm aber eine Race Pace von 79 zugeordnet. Eine Awareness von 86, weil für einen Rookie hat er extrem wenig Crashes und Zwischenfälle gehabt. Ja, das stimmt, ja wirklich gar nicht etwas. Also, aber wirklich wenig. Auch, ja, und wenn, dann ist es nicht irgendetwas gewesen, wo wir können sagen, ja, absolut ein dummer Move von ihm, oder? Sondern meistens so, ja, hat sich ein bisschen verschätzt. Und selbst wenn er übermütig geworden ist, wie in Ungarn gegen Perez, wo er dort ein bisschen Rasen raus ist, hat er sein Auto immer noch kontrollieren, und das ist ihm hoch anzurechnen. Ja, aber weißt du, Awareness, ich finde einfach zum Beispiel, also wo es ich halt einfach im Kopf hatte, weil ich es halt relativ tief habe, war halt zum Beispiel Katar, wo er nach dem Safety Car zweimal eigentlich den Restart als Führender recht verkackt hat. Weil er halt einfach wirklich zu wenig Erfahrung hatte. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, das würde ich jetzt eben nicht die Awareness abziehen, weil er hat einfach die Experience nicht, und dort hat er schon eine schlechte Punktzahl. Oder? Wegen dem habe ich jetzt das nicht mit einberechnet, aber das ist schon ziemlich schwach gewesen. Das stimmt, ja. Aber eben, du musst halt auch die Erfahrung haben, mit einer Formel 1 einen Restart zu leiten, weil das ist überhaupt nicht das Gleiche wie in allen anderen Kategorien. Weil du hast noch dein IRS und du hast noch das DRS, wo dann nach 2 Runden eingeschaltet wird. Und so viel mehr, wo du dich darauf musst achten oder kannst achten auch. Ja. Schlussendlich läuft ein Pace von 82, leider nur auf ein 78. Aber ich finde, wenn man das ohne Experience gemacht hätte, dann wäre er deutlich höher oben jetzt mit seiner Punktzahl. Und hat er auch verdient. Also, wie gesagt, er ist mir nicht à la Lewis Hamilton krass aufgefallen, aber er wandert doch relativ hoch auf in meiner Favoritenliste. Also er könnte in den nächsten paar Jahren einer meiner neuen Lieblingsfahrer werden. Vor allem eben auch, weil er einfach ist, wie er ist. Er kommt nicht rein und pflegt irgendwelche Gefühle. Das ist sicher auch schon aufgefallen. Er ist nicht unbedingt einer, der viel Freude zeigt, wenn er mal das Resultat hat. Das ist einfach, weil er extrem hohe Ambitionen hat. Und ich denke, wenn er mal seinen ersten Win, und ich sage es jetzt auch so frech, wenn er mal seine erste Championship hat, dann werden die Emotionen langsam auf rauskommen. Und das finde ich aber noch cool. Er ist einfach er selber, er spielt nicht auf. Ja, Kimi-Style, das trifft ziemlich gut, Monsieur Leclerc. Ja, das ist so, ja.
Er hat schon ein bisschen Kimi-Ambitionen, das ist so, ja. Und also sehe ich auch so, also er ist sicher, also er hat sicher Championship-Potenzial. Aber eben, ob es mit McLaren ist halt immer so eine Sache, gell? Wobei ich verspreche mir jetzt auch viel vom Team, rein von der Entwicklung, wie sie das Jahr hatten, plus auch jetzt mit dem neuen Windkanal, den sie haben. Also ich verspreche mir da jetzt schon viel, dass sie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr können wirklich auch an der Spitze wieder mitfahren. Und das ist ja das, was ich gerne sehen von McLaren, dass sie vorne können mitfahren können. In Papaya. Oder vielleicht in anderen Farben. Mal schauen, vielleicht kommen sie mit dem Chrom wieder, das wäre auch geil. Hat auch mal geil ausgesehen in Silverstone, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Ich finde es aber krass, wir sind jetzt eigentlich von den Ratings her, wir haben zwar die immer so recht verschiedene Sachen, aber overall sind wir immer recht neu. Das finde ich noch recht geil. Und vor allem, obwohl du mit den tiefen Rankings viel tiefer gestartet hast, sind wir jetzt extrem neu. Voll. Das ist geil. Voll. So, der nächste. George Russell. Da ist es so, ich habe ihm Experience 76 gegeben. Das ist ein bisschen tief geraten, bin ich ganz ehrlich. Wobei er ist schon seit 2019 dabei. Racecraft habe ich 78, Awareness 80, Pace 85, Overall gibt es 80. Aber ich bin so nett gewesen. Und habe ihm einen Meme-Bonus gegeben für das Jahr, weil er einfach wirklich geile Memes rausgehauen hat. Oder geile Grimassen. Plus 1 Punkt. Und das gibt ihm ein Gesamtrating von 81. Ich bin so spendabel, das glaubst du nicht. Aber er ist wirklich, was der für Memes rausgehauen hat, das war legendär. Es ist schon so. Hast du ein Favorite? Ich finde das geil, wo er mit dem Auto, wo er so fährt und einfach so hure schnell zurückschaut. Da finde ich geil. Wo er den Shrek nachher macht, gefühlt mit der Grimasse in Katar. Ich habe es schon gemerkt, aber ich sage genau das Gleiche, weil mein Favorit, ich glaube, das war in Brasilien. Wo er so chillig drauf hat. Ja, genau. Das ist ja so geil. König so da drauf hockt. So. Und wo der hure Beat kommt, wo so... Nein, das ist so geil. Oder auch einfach seine Pose im Intro ist auch so am Anfang von der Saison so ein riesen Meme geworden. Ja! Also, ja, der muss ja als Frontflügel von Mercedes genommen haben. Das ist so gut. Hey. Ja, nein, also sehe ich wie. Eben, Experience, okay, gebe ich zu, hätte ich immer ein bisschen mehr reindrücken vielleicht, aber... Ja, müsstest du ihm gleich viel wie im Norris. Ja, beim Norris habe ich glaube es mehr gegeben. Weiß es nicht mehr. Das werden wir nachher rennen. Aber ich glaube, es ist so Awareness, weil er macht ja wirklich wenig Crashes eigentlich. Er ist halt manchmal auch ein bisschen ein Hitzkopf, muss man ein bisschen sagen. Allerdings müssten wir jetzt sagen, Awareness könnte man auch abnehmen nach Singapur. Das war echt peinlich dort. Aber Pace hat er wirklich eine gute dieses Jahr. Besser als der Hamilton teilweise. Ich glaube... Gibt es eigentlich einen Vergleich? Ich weiß es gar nicht. Ich schaue mal schnell kurz. Nochmal, da gibt es ja von allen Fahrern auf Instagram, kannst du schauen. Ich bin gerade da. Ich finde aber beim George generell, er ist so ein bisschen, im Englischen sagt man ein Diamond in the Rough. Ich glaube, wenn nach ihm noch ein bisschen gearbeitet wird und er noch ein bisschen an sich arbeitet, dann kann man noch ein bisschen etwas rausholen. Ich würde nicht zwar sagen, dass er absoluter Championship-Kaliber-Fahrer ist, aber also er ist bei mir jetzt in diesem Rating ein absolut durchschnittlicher 80er-Fahrer. Meine ich im Sinne von Race Pace haben wir 81 gegeben, Experiences 80, Awarenesses 85 und Paces 80. Aber eben, Awareness ist das, wo er ein bisschen darüber raus ist oder daraus sticht. Und das in meinen Augen einfach ganz klar, wo er ein sehr gutes taktisches und verknüpftes Denken einfach immer wieder an den Tag legt. Er überlegt sich immer, ja, was könnte man noch machen und macht es mehr Sinn, der Lewis zu priorisieren, das Rennen. Und er sagt so immer wieder, hey, priorisiert der Lewis das mal beispielsweise. Und das sind einfach so Sachen, wo ja, halt einfach auch ein gewisses Mitdenken brauchen. Und ich finde, dort sticht einer in meinen Augen ein bisschen raus mit der Awareness. Ja, das stimmt schon. Also jetzt der Schule hat gerade geschrieben, 10:11 Quali für den Lewis und 7:14 im Rennen, das wird ja wahrscheinlich auch der Lewis sein, weil der war ja mehr auf dem Podium gewesen. Ja, aber es ist eigentlich urstark. Für das, dass es der Lewis Hamilton ist es ja, das ist so. Das ist so. Gut, der Lewis hat auch immer gesagt, dass er struggelt mit dem Auto. Aber ich meine,
der George ist ja eigentlich Anfang der Saison noch gut mit dem Auto zurechtgekommen und dann haben sie ja aufs B-Chassis gewechselt, also das neue Chassis nach Miami oder in Miami, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hat Russell mega angefangen zu strugglen dort. Also, ja. Ich glaube, beim Russell sind es einfach so 2 Punkte, wo einfach enorm wichtig sind für den Verlauf seiner Saison. Und wenn du beide von diesen Punkten oder auch nur einen von diesen Punkten rausnimmst, hat er viel mehr Punkte geholt. Und das ist einerseits Pech mit Crashes, wo er nichts dafür kann, oder Reliability vom Auto. Und andererseits Pech, also nicht Pech, sondern einfach nur dumme Fehler von ihm, wo nicht hätten sollen sein. Und wenn du jeweils einfach eins von diesen Sachen rausnehmen, dann wäre seine Saison ganz, ganz anders verlaufen, bin ich überzeugt. Ja, voll. Das ist so, ja. Ja, aber eben, glaubst du, du hast, wie viel ist dein Overall, hast du gesagt? Mein Overall, stimmt, habe ich gar nicht gesagt, das ist das 82. Also okay, absolut ja, eben sind wir auch wieder verdammt nahe beieinander. Also ich bin bei 81 mit dem Mean-Bonus und sonst einfach bei 80. Ja, aber da sind wir eigentlich auch wieder nahe beieinander. Und eben die Experience, die ich auch bei mir da recht tief angesetzt habe. Aber ja. Ich glaube, wir gehen mal weiter zum nächsten. Da haben wir den Carlos. Und ich habe bei ihm Experience 84 gegeben, weil eben, er ist ja doch schon länger in der Formel 1. Er ist schon seit 2015 dabei, aber gleich mit dem Max ist er in die Formel 1 reingekommen. Racecraft habe ich 81, Awareness 84 und Pace 82. Gibt ein Overall von 83. Und ich glaube auch, dass es okay ist. Er hat ja, also ich sage jetzt mal, hätten wir das letztes Jahr gemacht, wäre es wahrscheinlich viel tiefer rausgekommen, weil ausgefallen, weil ja das Anfang des 22 hat ja der brutal gestruggelt dort. Und jetzt ist er aber doch eigentlich eine solide Saison gefahren. Ich meine, er war der Einzige, der einen Win geholt hat neben Red Bull. In einem anderen Team und einem anderen Fahrer außer Perez und Verstappen. Und ich meine, er hat auch in Monza ein brutales Rennen gezeigt, brutal gut verteidigt. Und ja, ich meine, in Singapur ist es ja ein bisschen einfacher, weil die kann man nicht überholen. Aber Monza ist es dann doch eigentlich möglich, wenn man gute Motorleistung hat. Und ich meine, dort hat er ja brutal verteidigt gehabt und hat ja auch im Charell hat er ja das Leben, schon das Leben schwer gemacht in Monza, so von dem her. Nein, nicht Charell, Cheryl. Oder wie auch immer. Und, oder der Chuck, oder wie auch immer. Darum, ja, ich glaube 83 ist voll easy. Also ich glaube, das passt eigentlich wirklich so für Seins. Ja, also es ist eigentlich lustig, obwohl das einer von diesen Fahrern ist, wo wir immer ähnlich davon reden, ist jetzt hier nochmal eine bisschen größere Differenz von unserer Einschätzung, weil meine Gesamtbewertung ist bei ihm ein 88. Also ganze 5 Punkte eigentlich mehr. Und das setzt sich eigentlich vor allem aus 2 Sachen zusammen, die ich höher bewertet habe als du. Nämlich erstens Race Pace, habe ich ihm ein 92 gegeben. Keine Angst, ich erkläre mich da gerade. Experience ein 84, einfach wieder auch da die Zeit, die er insgesamt gefahren hat ungefähr. Und Awareness ein 92, mit aber wiederum einer Pace von 84. Und ich bin ein bisschen auf das gegangen, weil für mich vor allem wichtig ist, etwas highlighten, und zwar, wie gut das eigentlich Ferrari ihr Team das zusammengestellt hat. Pace 84, er kommt nur selten mal an das hin, was Leclerc macht, wobei Leclerc auch wirklich außerordentlich gute Pace hat, da kommen wir später dazu. Aber Race und Awareness hat sich vor allem einfach in Singapur gezeigt. Das taktische Denken mit dem Norris hinten drinnen behalten, schon bevor irgendjemand anders darüber nachgedacht hat, und generell auch, wie er das Rennen, er hat es auf eine andere Art dominiert. Er hat es nicht dominiert, indem dass er vorausgefahren ist 30'000 Minuten, sondern er hat es einfach dominiert, indem er intelligent gefahren ist und nichts an sich vorbeigelassen hat. Und wegen dem finde ich seine Race Pace und Awareness, das ist die ersten 50%, was ein extrem gutes Fahrduo von Ferrari ausmacht. Und zu den nächsten 50% kommen wir dann beim übernächsten Fahrer. Ja, also eben, wie gesagt, oder wie du gesagt hast jetzt, also ich kann das völlig auch unterschreiben. Ja, wie gesagt, vielleicht bin ich ein bisschen streng wieder gewesen, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich tue lieber ein bisschen strenger benoten als wirklich mega locker so. Aber also die 88 sind auch wirklich fair, muss ich ehrlich sagen.
Also vollkommen fair. Und eben, ich sehe auch, er hat wirklich auch sehr, sehr gute Rennen gehabt dieses Jahr. Hat aber auch der ein oder andere Schnitzer hat er, glaube ich, schon auch drin gehabt. Ja, das definitiv. Aber eben, ich meine, jeder hat so kleine Fehler gehabt, ausser der Verstappen eigentlich. Ja, ich denke mir eben auch immer, es sind 22 Rennen. Du kannst nicht, außer jetzt ist Max Verstappen, über 22 Rennen einfach immer performen. Ja, das ist so, ja. Das ist einfach nicht möglich. Das ist so. Der nächste haben wir den Lando. So, und jetzt hol ich mal Da wird Luft. es wieder eine Differenz geben wahrscheinlich. Jetzt hol ich zuerst mal Luft. Oh! Man wird ja immer, ja eben, aha, What? oh, ist das schon gesagt. Schau jetzt, mir wird ja immer nachgeschrien, du findest den Lando nicht gut und so. Ja, ich bin ein sehr, sehr kritischer Kritiker gegenüber dem Lando. Und also, oder allgemein teilweise bei gewissen Fahrern. Aber ich habe immer gesagt, ich finde, der Lando ist wirklich ein guter Fahrer, ich finde einen talentierten Fahrer. Ich finde halt einfach, wie er in die Formel 1 gekommen ist, also ist schon gut. Er hat seine Dings eingefahren in der Jugendkategorie. Aber eben, es ist halt auch noch der Cash-Boost, das war halt doch auch noch ein bisschen rum. Aber ich habe Experience 84 gegeben, Racecraft 86, Awareness 87 und Pace 90. Weil er doch wirklich mega krasse Pace an mich hat. Overall gibt es ein 87. Pace-technisch, oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, Experience ist ja eigentlich relativ hoch im Gegensatz zum Beispiel die vom Russell, obwohl das ja gleichzeitig reingekommen sind. Oder auch der Elben ist ja auch gleichzeitig reingekommen und dem habe ich auch eine Tiefe gegeben. Ich finde einfach eben, das habe ich aber im letzten Podcast auch schon gesagt, der Lando hat einfach halt hier und da, vor allem eben Qualifying-technisch, hat er oft manchmal so ein bisschen Schnitzer drin. Ich meine eben gerade Abu Dhabi hat er einen brutalen Oversteer reingelegt, weil er einfach übertrieben hat und hat so viel verloren dort wieder. Und er hätte eine brutale Zeit rausballern. Und es sind halt immer so ein bisschen Kleinigkeiten, oder wenn es eben an die Perfektion irgendwie herkommt oder müsste kommen, macht er manchmal immer so ein bisschen Fehler. Aber ich meine, da kann ja der Leclerc ein Lied davon singen, wenn es um Perfektion geht. Ich glaube, die einzigen zwei, die das können, ist eigentlich der Verstappen und der Hamilton, wenn das Auto ihm brutal liegt. Dann kann er es auch. Aber beim Lando, ich glaube, es hat einfach... Ja gut, er ist halt auch noch jung. Er ist halt wirklich noch jung, muss man sagen. Wie alt ist er jetzt? 21? 22? Ich glaube, es ist 2000er-Jahrgang, wenn es mir nicht täuscht. Ich glaube, er ist schon 22, 23 immer noch. Okay. Zeit vergeht. Also er ist ein... Ja, aber weißt du, er ist im Verhältnis immer noch wirklich jung. Und Ja, auf jeden Fall. man weiß ja nicht, wo er steht in 2 Jahren. Vielleicht ist er in 2 Jahren einfach einer, der alles zerreißt. Weißt du das nicht? Also ich kann es mir vorstellen. Aber ich glaube es auch, dass der Piastri ihm das Leben brutal wird schwer machen bei McLaren. Und ja, also ich glaube 87 ist mehr als fair. Mehr als fair. Overall. Du, weißt, also ich glaube halt schon auch, dass das... Es kann sich herausstellen, und wenn wir sagen jetzt immer, Leclerc Sainz ist das beste Driver-Pairings, könnte sich jetzt wirklich herausstellen, dass es in der Lando Piastri wird sein. Und ich sage es immer noch, und es wäre so abnormal geil, wenn wir das hätten, wäre ein McLaren gegen Ferrari Championship-Fight. Es würde mich so wundern, wer von diesen 4 Fahrern mit seinen individuellen Qualitäten, weil ich finde, jeder ist so in anderen Bereichen wirklich stark, würde rausstechen. Und das ist halt wirklich, ja, resultiert bei mir eben auch in einem genau gleichen Overall Rating von einem 87. Race Pace, aber, also generell ist 87, hä? ja, aber 87 ist auch ein verdammt gutes Rating. Ja, das ist so, ja. Das ist so, vor allem für so einen jungen Schnaufer. Also eben 99 hat er. Also wenn er 99 hat, ist er mindestens 24. Ja. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie jetzt Ende Dezember Geburtstag hat. Ich glaube, es hat im November gehabt. Ja. Keine Ahnung. Anyway, ich habe im Race Pace, bei mir ist eben das ein bisschen unterschiedlicher. Du hast es ein bisschen geradliniger, ich habe es ein bisschen unterschiedlicher. Ich habe im Race Pace von 90 gegeben, eine Experience von 80, eine Awareness von 86 und eine generelle Pace von 92.
Er sticht also ganz klar bei Race Pace und generellen Pace eigentlich daraus raus. Er hat zum Teil einfach sehr gute Qualifyings, wo er den McLaren doch ein bisschen höher läuft, als er eigentlich sein sollte. Und er hat einfach auch immer wieder gute Rennen, wo er einfach sehr kontrolliert fährt, sich nicht beeinflussen von dem, was um ihn herum passiert. Aber Awareness, da bin ich ganz ehrlich ein bisschen im Wehrweisen gewesen. Ich habe zuerst schon sogar ein 82 gegeben bei Awareness, weil er hat immer wieder Sachen, die er nicht gesehen hat. Sprich zum Beispiel sein Crash in Las Vegas. Er hat 2 Trainings, sind ja, wenn man 3 Trainings sagen können fahren. Er hat die Linie hoffentlich gesehen und gemerkt, dass dort der Bumpy ist. Und trotzdem ist ihm der Fehler passiert. Also es sind einfach immer wieder so Sachen, wo auch ein bisschen auftauchen und ihn ein bisschen zurückhalten. Also er muss dort noch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das beste Beispiel war dort Belgien, was ist das, 2021, glaube ich, wir reden jetzt von dieser Saison, aber dort, wo er den Crash hatte, er hat fast Vollthrottel versucht durchzugehen bei Rouge, bei stürmendem Wetter. Und das ist einfach das, was ich meine. Dort muss er sich noch ein bisschen feinschleifen, aber so, wenn er seine Awareness drückt, ist er dann nächstes Jahr definitiv im 90er-Bereich. Also da fehlt wirklich nicht mehr viel. Ja gut, aber das ist ja auch schon 2 Jahre her. Also ist ja auch schon eine Weile her. Aber das ist das, was ich meine. Oder? Das ist 2 Jahre her. Dort die kleinen Sachen muss er sich ausbügeln. Russland ist 1 Jahr her. Nein, schon 2 Jahre her. Ja, einfach seine Awareness muss er daran arbeiten. Ich bin jetzt eben gerade am Schauen, wegen weißt du, so, wie die Saison zwischen diesen 2 ausgesehen hat. Weil F1 hat eben nicht alles online aufgeladen von diesen Fahrern, weißt du. Ja, die nehmen sich aber Zeit. Ja, eben, das ist so mühsam. Das ist wirklich mühsam. Man kann doch einfach alles auf einen ab. Eben, weil ich würde jetzt gerne wissen, was beim Oscar und beim Lando so von den Punkten, also von den Punkten her ist ja klar, aber von der Qualifying und von der Rennen her und so. Aber da findest du aber fast nicht. Aber mal bei den anderen... Der Schule schreibt schon, der Schule ist einfach am Start. 6:15 Qualifying und 5:16 Rennen. Was sind also für den Norris oder für den Oscar? Ich glaube für den Norris. Ja, wahrscheinlich schon für den Norris. Aber man muss immer sagen, es sind ja eigentlich immer sehr nah beieinander gewesen. Weißt du, von den Positionen her. Also es war jetzt nicht so gewesen, dass ja irgendwie eben der Oscar weiss wie weit hinten gelandet ist. Aber es ist gleich, ist eigentlich gleich recht wie voneinander, muss man sagen. Ja. Aber das ist irgendwo noch zu erwarten, weil der Piastri ist ein Rookie. Und ja, logisch. Das macht dem Piastri seine Season nicht schlechter. Also, wenn es nächstes Jahr wieder so aussieht, dann kann man darüber diskutieren, aber es wird nächstes Jahr nicht so aussehen. Nein, ich glaube es auch nicht. Plus eben, ich meine, wenn du vergleichst, was beim Logan und beim Albon ist, und der Albon ist auch ein Rookie. Der Albon, genau. Der Logan ist ja auch ein Rookie. Alonso. Genau. Also, das ist ja... Ich meine, eben, der Piastri wirklich eine brutale Saison zeigt. Muss man einfach so sagen. Yes. Also, gehen wir weiter zum nächsten. Wir haben jetzt den Charles. Der Charles, der Charles Leclerc oder Chuck Leclerc. Was soll ich zuerst mal sagen? Zu seiner Saison ist halt einfach wieder so, boah, ja, Ferrari halt. Wie du das geschrieben hast, Alter. Ich schwöre auf was. Für die nur zulassen, S-H-A-R-E-L, das ist der Charles. Ja, Charles, so hat es eben der Dings gesagt. So hat eben der Ansager in Vegas hat es so gesagt, wenn ich mich nicht täusche. Er hat es wirklich so gesagt. Genial. Es ist einfach so. Also, hast du wirklich gemeint, ich habe es falsch geschrieben, oder was? Nein. Aber ich finde es einfach geil, wie es geschrieben hast. Ich weiß halt nicht, eben, es gibt ja Gerüchte, oder es gibt so ein, also ich weiß nicht, wie man das jetzt sagen, es gibt das Gerücht, dass der Leclerc einen Vertrag unterschrieben hat bis 2029 bei Ferrari. Offiziell ist aber ja nicht bekannt gegeben. Sind das wieder italienische Medien? Ja, ich habe keine Ahnung, wer das raushaut im Fall. Die betreiben immer das kriegst du überall ein bisschen etwas wieder. Es ist einfach so, ich hoffe nicht, dass das wird so sein.
Weil, ich weiss, also, der Leclerc passt zu Ferrari. Also, das ist einfach, das ist schon so, er passt dort drin. Und, man kann sich im Moment einfach auch kein anderes Team vorstellen als Ferrari für den Leclerc. Aber ich habe einfach das Gefühl, Leclerc und Ferrari, das wird einfach nie fruchten. Das wird nie zu einer Championship führen. Weil, wenn ich so jetzt in den letzten paar Jahren, du weißt, der letzte Weltmeister von Ferrari ist einfach immer noch der Kimi 2007. Das ist so lang her und es hat einfach bis dahin hat's nie mehr jemand geschafft. Es ist immer kurz vor gescheitert. Und ich meine, der Einzige, der einigermaßen nahe war, war der Alonso gewesen, und das in einer der schlechtesten Ferraris, die jemals gemacht worden ist. Das war nur im Alonso sein Verdienst gewesen. Ja, aber weißt, der Leclerc macht, wenn das Auto gut ist, dann macht Ferrari den Fehler. 22, dort war der Ferrari nicht schlecht gewesen, es war gut gewesen. Aber dann macht das Team Fehler strategisch oder der Leclerc macht Fehler. Mhm. Und es ist halt einfach, ja, es ist halt, ich meine jetzt auch in dieser Saison, es hat hier und da jetzt wieder ein bisschen Ausfälle gegeben und einfach Sachen, wo ja, nicht so schlimm wie letztes Jahr, aber es ist halt einfach immer noch nicht so, wie es muss sein für ein Top-Team, wie Ferrari das muss haben und sein. Mhm. Es ist einfach blöd gesagt nicht Ferrari-würdig teilweise. Aber ja, was ist noch Ferrari-würdig? Weißt du, also, manchmal habe ich einfach das Gefühl, Ferrari wird einfach wissen, so ein Mythos ist so hoch reingehauen, immer so von der Stufe her, dass es inzwischen gar nicht mehr verdient hat, dort oben zu stehen. Weil es einfach. Ja, es ist so. Ich meine, sorry, wenn du so ein Top-Team bist und so eine Prestige-Marke und weiss ich was alles. Wieso bist denn du das letzte Mal 2007 Fahrerweltmeister geworden, wenn sie das letzte Mal Teamweltmeister wurden? Schau, ich glaube, dass einfach zu lange die falschen Leute zu sagen hatten. Ich habe sehr, sehr grosse Hoffnungen immer noch, dass ein... das ist ein riesiger Blackout. Dass der Freddy, der Monsieur Vasseur, da noch das Boot ein bisschen umdrehen kann, weil ich mag Ferrari nicht mehr länger so zuschauen, wie sie sind. Sie sind wenigstens wieder auf den Podiums und sie haben wenigstens wieder ein ungerades Mal einen Win. Also es ist nicht ganz so eine Durchstrecke wie 2020 und 2021, aber irgendwo durch habe ich doch auch ein Stück weit sozusagen 20% Ferrari-Herz, nicht zuletzt, weil das war so das allererste Team, wo mir der Simi so ein bisschen gezeigt hat. Das war eben er, wo mich so ein bisschen ins Formel 1 reingebracht hat überhaupt. Und wegen dem habe ich so ein bisschen eine Ferrari-Ecke in meinem Herz. Und ich will, dass das Team einfach wieder besser funktioniert. Ich will, dass sie weiter vorkommen. Ich will, dass sie gewinnen. Und ich sage nicht, dass sie keine Chance haben. Also ich sage schon, ich bin ganz ehrlich, der Leclerc hat eine Chance, mit Ferrari im Weltmeistertitel zu gewinnen. Es muss einfach viel mehr falsch für andere Teams laufen als richtig für Ferrari. Also es hängt viel mehr mit Glück zusammen. Aber ich denke, die Möglichkeit ist definitiv da. Schlussendlich, was sich halt einfach immer wieder abzeichnet, ist das, was du gesagt hast. Ist bei mir auch bei der Bewertung, da kommen wir jetzt eben zu dem, was ich vorhin gemeint habe, 50% und 50%, 100% sind gute Fahrer, oder? 88 Punkte bei der Race Pace haben ihm gegeben, 82 bei der Experience und nur 84 bei der Awareness. Weil er macht einfach zu viel so Fehler, die nicht sein sollten, auch in diesem Jahr wieder, oder? Aber, wo er absolut einfach raussticht, ist seine Pace. Und er kann ihm eiskalt bei seiner Pace ein 98 reindrücken. Alter! Er ist so nahezu an Perfektion, weil er hat den Ferrari diese Saison, 6 Mal auf Pole Position gefahren. 6 Mal. Ja, und dann gleich nicht auf dem Podium gelandet. Ja, und wegen das ist eben das Problem, oder? Wenn wir auch nur können, das Carlos Sainz und der Charles Leclerc irgendwie zusammen fusionieren, dann hättest du einen weiteren Max Verstappen. Nein, dann hättest du den absoluten Formel 1-Fahrer momentan. Weil, ja, das fehlt im Charles einfach gute Race Pace. Und meine Hoffnung ist, dass er ein bisschen vom Sainz lernen kann. Die Awareness und die Race Pace vom Sainz in seinen Driving Style eigentlich noch mit reinfließen lassen, weil
Pace hat er mehr als genug. Mehr als genug. Was hast du im Overall? Overall gibt es ihm auch ein 88. Da habe ich mit Absicht so gemacht, Sainz und Leclerc haben beide 88. Okay. Also ich habe ja Experience habe ich 85, ich habe Racecraft 83, ich habe auch Awareness habe ich 81, da habe ich auch am tiefsten und Pace habe ich auch 89. Ich sehe also, dass er dort einfach am stärksten ist. Auf One Lap, weil dort macht er es wirklich sehr, sehr gut. Allerdings kommt man damals auch wieder so Miami in den Sinn, wo nicht so immer der gleichen Kurve abfliegt. Aber overall komme ich auf 85. Er ist in meinen Augen schlechter geradet als, oder so wie ich es geradet habe, ist er schlechter als der Norris. Um 2 Nenner. Ja. Kann ich absolut respektieren. Also der Norris ist bei mir ein 87. Wenn der Norris noch 1-2 Jahre mehr Experience hat, wäre er eigentlich über dem Charles. Also von dem her, ja, legitim, absolut legitim. Ja, weißt du, ich hoffe schon auch, dass der Leclerc jetzt mal eigentlich wirklich auch ein Auto bekommt, das wirklich wenig Fehler hat und das Team, das wenig Fehler macht und auch er selber, der wenig Fehler macht. Und ich würde gerne wirklich mal sehen, wie der Leclerc fährt, wenn es wirklich um die Championship geht. Das würde mal gerne sehen, wie er dann performt. Weil ich glaube, also Leclerc ist manchmal halt einfach, ich weiß nicht, Leclerc ist für mich einfach kein aggressiver Fahrer. In meinen Augen. Er ist jetzt nicht, also ich würde jetzt einen Yuki 10-mal aggressiver einstufen als er. Ja. Aber ich glaube, wenn es um eine Championship könnte gehen, glaube ich, würde er schon viel eingehen, auch viel Risiko eingehen. Weil ich glaube, für ihn ist das halt einfach, ja, ich denke auch für jeden Ferrari-Fahrer nach dem Kimi jetzt so lang, oder wo es jetzt so lange her ist, es halt einfach so das grösste Goal eigentlich, dass du kannst mit Ferrari Weltmeister werden. Und ich glaube, für ihn ist es nochmal etwas mehr wegen Jules Bianchi, wo ja eigentlich auch sicher mal bei Ferrari gewesen wäre, wo ja sein was ist es gewesen? Sein Götti? Sein Götti eigentlich. Und ja, darum kann ich mir schon gut vorstellen, dass er da wirklich viel Hoffnung und auch wirklich viel Wille zeigt und darum auch wahrscheinlich so extrem zu Ferrari hat. Aber ja, eben, ich hoffe einfach, dass es jetzt das nächste Mal oder so mal ein bisschen klappt. Weil ich würde schon auch gerne mal wieder eine Saison sehen, wo Ferrari einfach mal dominiert. Es wäre einfach geil, mal wieder etwas anderes gewesen als Mercedes, Red Bull. Einfach mal wieder ein Team, das früher auch stark war. Eben, oder auch McLaren. Das wäre einfach geil, mal ein Team, das früher schon stark war, jetzt einfach auch mal wieder dominieren. Und ich glaube, so jetzt habe ich Miami gesagt, weil ich Miami schon gelesen habe im Chat. Ich denke auch, es wäre einfach auch geil für den Sport, eben wenn Ferrari eben gerade sowieso mal auch wieder ein Autobrand, eben so in Anführungszeichen Prestige-Marke mal würde einfach mal zeigen, was sie können. Das wäre geil. Das wäre wirklich geil. Ja, definitiv. So, der nächste haben wir den Nando. Nein, ist gut. Das ist gut. Fernando. Ganz einfach gesagt, Experience 99, Racecraft 90, Awareness 94, Pace 91, komme ich auf ein Overall von 93. Alonso einfach immer noch zeigt, dass er mit seinem Alter den kleinen Halunken kann den Arsch aufreißen im Grid. Das ist abartig. Für mich nicht eine Überraschung von der Saison, weil irgendwie das auch erwartet wird vom Alonso, so wie er ist. Aber halt einfach gleich irgendwo durch gleich eine Überraschung ist, dass er eben gleich mit seinem Alter so kann dominieren, einfach so stark ist. Und es einfach auch hure geil ist, den Alonso auf dem Podium zu sehen und einfach es tut halt einfach auch gut, wenn du siehst, wie der Alonso Freude hat am Sport und wenn es ihm Spass macht, dann hast du automatisch auch Freude und Spass eigentlich zum Zuschauen. Und ich hoffe, dass Aston den Anschluss wieder mehr findet als Mitte Saison. Ende Saison sind sie doch wieder ein bisschen rum gewesen, aber Mitte Saison haben sie doch ein Rechtstief gehabt. Und ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder voll dabei sind. Ja, absolut. Und dass der Alonso noch einen Win holt. Unbedingt, das hätte ich noch erleben. Es wäre mega cool zum sehen und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das machbar ist, weil jetzt können sie langsam anfangen, ihre Facility, ihr riesiges Gebäude, ihre riesige Fabrik, die sie gebaut haben, immer wie mehr gebrauchen. Sie haben immer wie mehr Mitarbeiter und sie haben echt wirklich grosse Namen langsam dabei. Voll, und ich sage es immer wieder, Aston Martin
könnte und ich hoffe noch wird eines der nächsten Powerhouses sein, eines der grossen 4 vielleicht sein in Zukunft, wo der Sport könnte dominieren. Und ja, es wäre wirklich eigentlich langsam mal Zeit, dass es ein neues Team ein bisschen übernehmen kann und nicht einfach, auch wenn es cool wäre, ein altes Team, das wieder zurückkommen könnte. Ich finde es auch cool, wenn man einfach wirklich ein ganzes neues Team kann reinkommen und den Sport einfach übernehmen. Und, so wie Braun GP. So wie Braun GP. Co-Weltmeister und ciao. Ja, stell dir vor. Darum muss ich echt sagen, also ich bin nicht der grosse Fan von Lance, aber ich bin ein riesen Fan von Lawrence, auch wenn das ein bisschen auf der menschlichen Ebene ein komischer Kauz ist. Aber was der aus dem Team eigentlich gemacht hat, die Vision, die er hatte und das Team vorangetrieben hat, ja, widerspiegelt sich nur in ihrem besten Fahrer wieder. Ich bin ganz ehrlich, es hat nicht viel gefällt. Ja, Alonso, er ist ihr bester Fahrer. Sein Rating wäre knapp, wirklich fast knapp besser gewesen als im Championship-Gewinner sein. Er hat nämlich ein Overall-Rating bei mir von 95, verdient durch einen Race-Pace von 95, eine Experience von 99, ganz klar, eine Awareness von 98, hat ihm fast 99 gegeben, aber hat einfach eine generelle Pace von 88, weil dort, wo er nicht unbedingt sehr raussticht, ist bei den Qualifyings. Und trotzdem hat er einfach das Auto, da bin ich überzeugt, noch an bessere Stellen hingekommen, dass das überhaupt hätte sein. Also hättest du jetzt einen Sainz und einen Leclerc in den Aston reingeholt, dann hat kein einziger von diesen beiden so viele Punkte geholt wie der Fernando Alonso. Und da bin ich überzeugt, absolut eine von seiner besten Saisons. Kann man vielleicht sehr ähnlich oder gleichstellen wie 2012er Saison mit Ferrari. Ja, Monaco hätte Win sein, bin ich absolut dabei. Das wäre absolut geil gewesen. Ich wäre in meiner Wohnung hin und her gesäckert und nicht darauf klargekommen. Ich hoffe, er holt sich noch einen von seinen letzten krönenden, abschließenden Wins in den nächsten 1-2 Jahren. Ja, also sagen wir es mal so, weißt, in meiner Konstrukteurweltmeisterschaft technisch hätte es ja auch können P2 holen, wenn der andere Tobu ein bisschen Punkte geholt hätte. Muss man einfach auch noch sagen. Weil das wäre wirklich möglich gewesen, sind wir ehrlich. Weil das Stroll ist wirklich unterirdisch gefahren mit dem Auto. Ja, die hätten das können holen, der Konstrukteur. Ja, eben, ja, darum sage ich, der zweite wäre drinnen gelegen. Oder um Platz 2 kämpfen und der dritte werden. Also Ferrari hätte das können verdrängen. Aber der Stroll ist wirklich unterirdisch gefahren mit dem Auto. Darum, ja, eben, da haben wir ja vorher schon gesagt, wir wissen, wieso dass der Trotto dort noch drin hockt. Aber egal. Wir machen weiter. Wir gehen weiter zum nächsten. Da haben wir den Jewish Hamilton, den Ham, den Lewis Hamilton. Und Experience 99, ganz klar, auch schon ewig dabei. Hat ja 8 WM-Titel geholt, von dem her wirklich einer der besten oder eigentlich der beste Formel 1-Fahrer in der Formel 1-Geschichte. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Racecraft 95, Awareness 94, Pace habe ich 92. Pace ist ein bisschen tiefer, weil halt eben gegenüber Russell hat ja nicht extrem dominiert, das war ja wirklich knapp, haben wir ja vorher schon gehabt. Geht das Overall von 95, also 2 Nenner oder 2 Punkte mehr als da von Alonso. Ja, der Hamilton hat am Anfang der Saison gestruggelt, nachher ist das B-Chassis gekommen und dann nachher hat er dann doch besser fahren oder ist besser Schlag gekommen und hat dann auch wirklich hier und da Podiums reinfahren. Ich bin einfach ehrlich, ich würde es gerne sehen, dass der Hamilton noch den 9. WM-Titel holt. Und nein, ich komme jetzt der 8. WM-Titel holt. Einfach nur für History, dass im Schumi sein Rekord gebrochen wird. Weil ich finde, er hat nach wie vor das Talent dazu. Ich glaube auch, er hat nach wie vor brutal den Biss dazu. Weil das sagen hure viele Leute immer noch, sie finden es eigentlich echt beeindruckend, dass einer, der so lange immer gewonnen hat und jetzt ich lese schon wieder Mercedes-Fan zum Kotzen, und dann nachher so eigentlich
runtergefallen mit Mercedes. Also gut, sie sind jetzt nicht komplett am Boden gewesen, aber sie haben wirklich, im Gegensatz zu dem, was sie früher geliefert haben, sind sie jetzt wirklich sehr, sehr schlecht eigentlich. Gleich immer noch so motiviert ist und immer noch sich jeden Tag eigentlich so anspornt und versucht und macht und tut, ist eigentlich schon echt beeindruckend, dass der eigentlich, weißt du, wie ich meine? Weil es gibt auch, ich kann mir vorstellen, es gibt auch viele Leute, die in so einer Position wären, dann mal anfangen zu verlieren und merken, so, hey, es funktioniert gar nicht mehr, arschen sie auf. Und er kommt gleich eigentlich immer noch motiviert. Und das finde ich eigentlich echt beeindruckend. Das zeigt auch, dass es bei ihm nicht nur, also mal in erster Linie geht es ja schon immer ums Gewinnen, das ist ja schon bei dem Sport so, das ist halt dort schon ein egoistischer Sport. Aber ich finde es beeindruckend, dass er trotz all seinem Erfolg und sein glorreicher Erfolg, oder wie werde ich das sagen, hat einfach, es ist ein bisschen wie ein Glanz in seinen WM-Titel, die er da von 2014 bis eigentlich 2020 geholt hat, mit abgesehen 16, dass es ja, wie nicht einfach heisst, so, ja, also komm jetzt Scheiß drauf, anscheinend klappt es nicht, ich höre jetzt auf. Weil, wenn es funktioniert, dann ist er gleich auch brutal gut da mit der Pace und alles drum und dran, also vor allem im Rennen innen. Eben Qualifying-technisch muss halt einfach das Auto finden, mega stimmen, dass er gute Zeit raushauen und gut performen. Aber da finde ich eben wirklich, das ist das, was mir eigentlich jetzt nach dieser Saison wirklich klar wurde, oder halt einfach auch ein bisschen bewusst wurde, ist, dass er trotz dem Erfolg, den er jetzt eigentlich nicht mehr so hat, gleich immer noch mega Biss zeigt und halt immer noch dabei ist. Das finde ich wirklich echt beeindruckend. Ja. Ich war da im Hamilton-Fanboy der absolute Redevortritt. Komm. Shut Nein, up! los. Ich glaube, du hast es eigentlich gerade perfekt zusammengefasst. Du hast eigentlich ziemlich alle Punkte, die ich wollte sagen, schon gesagt. Bei mir ist die Fahrerauswertung auch sehr, sehr ähnlich. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe am Anfang, wo ich die Bewertung am machen war, habe ich fick dich selber, habe ich mich auch fragen, das ist gleich auch für dich mit dem Finger in die Luft, die Kamera, die nicht läuft. Ich habe im Race Pace ein 95 gegeben, Experience ein 97, weil er halt doch 2-3 Jahre weniger hat als der Alonso. Awareness ist 92 und Pace ist 94. Also durchaus extrem stabil mit jeder Bewertung. Das ist der einzige Fahrer, der in jeder Bewertung bei meiner Liste über dem 90er-Bereich ist. Und ich habe mir lange zuerst überlegt, irgendwie, er ist mir zwar nicht so aufgefallen, die Saison, aber andererseits gibt es so wirklich nichts, wo ich sagen kann, mal, ja, hat nicht gelangt oder ist nicht gut gewesen oder weiss auch nicht was. Also, schau, 94, du hast ihm ein 95 gegeben, Hamilton hat trotz allem wirklich eine sehr gute Saison eigentlich geliefert und ja, ich bin nicht ganz seiner Meinung. Ich wollte einfach nicht, dass im Schumi sein Rekord gebrochen wird, aber trotzdem hat er es verdient, noch der 8 zu holen. Und ich finde auch, es sollte eigentlich so ein bisschen der abschließende Punkt sein. Es sollte das sein, was er noch erreicht, bevor er geht. Auch wenn ich eigentlich nicht will, dass im Schumi sein Rekord gebrochen wird. Also wenn er den 8. Schrägstrich den 9. holt, dann hört er auf. Das ist so etwas von fix. Da bin ich auch überzeugt, ja. Also der macht den Rosberg. Ja, er hat er hat zu viel von seinem Leben müssen investieren und er hat zu viele andere Interessen, die er eigentlich noch vertreten will. Und er hat dann wirklich einfach... Er hat alles erreicht, aber er hat jetzt halt einen Max Verstappen, wo doch der ein oder andere Rekord von ihm schon um Aufessen ist. Also das ist halt schwierig. Ja. Aber gleich... Weißt, ja. Ich sage ich finde halt auch beim Hamilton, was ich eben bei ihm so faszinierend auch noch finde, also klar, das ist jetzt wirklich so wie ein Fanboy, aber ich finde ihn, von allen Fahrern, finde ich ihn eigentlich einer der inspirierendsten Fahrer im ganzen Grid. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde ihn halt einfach nicht, vielleicht nicht weißt, von seinem Erfolg her jetzt gesehen, sondern einfach auch ein bisschen abseits von der Strecke und alles drum und dran, was er macht und tut und so und wie er halt ist, was er sagt in den Interviews und so, das finde ich teilweise echt krass und spannend und wie er es sieht. Und ich finde halt einfach, klar, ich meine, er hat das auch nicht von Anfang an so gemacht, immer. Das hat sich auch mit der Zeit entwickelt. Ich meine, ich sage jetzt mal, ein Verstappen kann das ja auch mal so machen, weiß es ja nicht.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kimi anschaue, der ist von Anfang her immer gleich gewesen. Der hat sich in den 20 Jahren Formel 1 hat sich der nie geändert. Der war immer kurz und knapp gewesen. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe im Hamilton einfach nicht immer alles Ganze so ab. Ich will gar nicht zu fest auf seine Persönlichkeit in dem Sinn eingehen. Für mich ist immer wichtiger, was die Leute auf der Straße reden, also auf der Strecke reden in dem Sinn. Ich sage es auch immer wieder beim Verstappen, er ist, obwohl er mittlerweile immer wie sympathischer wird, weil er so ein bisschen No-Fucks-Given-Attitude bringt, wo der Kimi auch dazu mal schon hatte. Und weil er auch immer seine ehrliche Meinung abgibt. Ich habe gerade letztes Mal ein cooles Video geschickt über seine Meinung zu etwas, wo wir einfach beide müssen sagen, mal, okay, stabil, Brüder. Ich finde grundlegend, was auf der Strecke passiert, ist wichtiger. Und ich würde sagen, immer wieder, der Verstappen ist eigentlich ziemlich ein unsympathischer Hagel und trotzdem fasziniert es mich einfach, denen beim Fahren zuzuschauen. Sei es ein Hamilton oder ein Verstappen oder ein Alonso oder ein Vettel zu seiner Zeit. Es ist einfach nur geil, dieses pure Fahrtalent auf der Strecke zu sehen. Und die Fights und die Battles, die sie zusammen haben, ist einfach nur schön. Ja, ich denke, somit können wir abschließen. Also Hamilton, trotz einer schlechten Saison, eigentlich eine gute Saison gehabt. Ja, kann man sagen. Dann kommen wir zu einem, der eigentlich in der WM-Tabelle eigentlich so gesehen eine gute Saison hatte. Aber performance-technisch und alles eine absolute Katastrophe hergeballert hat. Perez, Erfahrung, also Experience habe ich 95, weil er ist halt auch schon hure lang in der Formel 1 dabei. Racecraft 82, Awareness 85 hat man auch abnehmen, noch ehrlich gesagt, Pace 80. Weil Qualified technisch ist er einfach vom Schiff gsi. Dort ist er einfach nicht dort gsi, wo ein Verstappen gelandet ist. Klar, Verstappen-Red Bull-Kombination ist einfach das Stärkste vom Stärksten. Aber da musst du halt gleich irgendwie, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, vom Abstand her doch näher sein als 6 Zehntel oder 7 Zehntel oder weiss ich wie viel. Weil dann ist es halt einfach dann doch ein bisschen krass, finde ich. Und das klingt jetzt nach wenig, es ist immer noch unter einer Sekunde, aber in der Formel 1 ist das halt hure viel. Awareness, ja, Mexiko könnte man jetzt ein bisschen abnehmen. Und ja, es kommt bei mir das Overall von 85 raus. Ja, muss ich lustigerweise auch da bist du wieder mal höher als ich. Bin ich höher? Sicher nicht. Du bist höher als ich. Ah, was? Also ich bin ganz ehrlich bei dieser Bewertung, es blüht mir das Herz aus der Seele raus, weil ich habe ja noch ganz klar am Anfang von der Saison gesagt und auch vor der Saison gesagt, der Checo ist mein Favorit, wird mein Favorit sein. Und er ist auch jetzt noch eigentlich einer von meinen Favorite Driver. Und jedes Mal, wenn ich das Rennen schaue, schaue ich immer eigentlich am meisten auf seinen Namen momentan, weil ich will einfach, dass er reist. Ich will, dass er gut ist, ich will, dass er sich zeigt. Ich weiß nicht, er ist mir einfach generell sympathisch geworden in den letzten 2-3 Jahren. Vor allem eigentlich durch seinen Force India Drive, wo er seinen ersten Win-Code hat. Also diese Saison, ich glaube, wird ganz klar eingehen eigentlich als seine allerbeste Saison, die er hatte. Das ist, was ist das, 21, wo er ein paar Rennen gewonnen hat, gell? Stimmt das? Nein, 21 war Red Bull, das war 20. 20. Das wird fix seine beste Saison ever sein. Diese Saison ist es definitiv nicht. Ich habe ihm einen Race Pace von 84 gegeben. Experience läuft noch halt durch. Ich bin dort aber trotzdem mit moderaten 92 geblieben. Ich fange jetzt erst mal bei seiner Pace an. Die war nämlich bei 81 gewesen, aber was ihn extrem abgezogen hat, also war seine Awareness gewesen, auch zusätzlich zu seiner Pace, die nicht sehr stark war. Er hat einfach zu viele dumme Fehler gehabt. Sein Auto platziert an Orten, wo er nicht sollte. Und da rede ich halt auch davon, dass er im Qualifying so schlecht war. Du musst halt einfach auch taktisch besser überlegen. Ich weiss, okay, gut, Pace ist manchmal das, was sie ist, aber er hat viel schneller, viel früher und viel öfter eine Kurve kriegen und schneller oder ja, besser sein und schneller sein im Qualifying, weil das bringt ihn so out of place. Du kannst, und das hat das Jahr wirklich bewiesen, noch so ein gutes Auto haben, wenn du nicht in den vordersten, ich sage, 3 Reihen startest, dann wird es extrem schwierig, noch auf das Podium drauf zu kommen. Und er hat sich so oft einfach nicht mehr vorkämpfen können.
obwohl er eigentlich gerade mit dem Race oder im Rennenfahren gut ist. Er ist der Reifenflüsterer, hat man ihm immer zugesagt, aber auch das hat man da so einfach nicht gesehen. Also ja, es ist sicher eine von seinen schlechtesten Saisons überhaupt und ich hoffe ganz, ganz stark, dass sich das nächstes Jahr wird ändern, weil wenn es nicht wird er nächstes Jahr die Saison nicht fertig fahren. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Weil es hat genug Fahrer, wo Red Bull das jetzt rein tun, die es absolut verdient hätten, um die Championship zu fighten. Und wenn der Checo das nächstes Jahr nicht macht, ist seine Chance bei Red Bull vorbei. Ganz ja. Ja, also ich habe ja gesagt vor ein paar Monaten, als ich gefragt wurde, ob der Checo nächstes Jahr für Red Bull fahren, habe ich gesagt, ich denke, er will anfangen, aber nicht beenden. Ich habe gesagt, er wird sicher noch ein halbes Jahr fahren bei Red Bull. Also ich denke, bei der Summer Break wird es wahrscheinlich einen Switch geben, oder vielleicht sogar früher schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch so ein Jahr hat. Ich will es mir nicht vorstellen, weil, nein. Also es ist halt einfach von Monaco her bis eigentlich, ich weiss nicht woher, also eigentlich bis Mexiko, dort ist es dann wieder ein bisschen besser geworden. Obwohl in Mexiko eigentlich eher auch einen Ausfall hatte, aber Mexiko war ein bisschen stärker wieder. Aber von Monaco her bis dorthin war es einfach Katastrophe gewesen. Durch die Bank durch eine Katastrophe. Sind wir ehrlich, wäre er nicht so stark mitverantwortlich für die ersten 2 Titelsiege, also respektive für den ersten Titelsieg von Max und für den ersten Konstrukteurstitel von letztes Jahr, wäre er dort nicht so stark mitverantwortlich, wäre er dieses Jahr schon weg gewesen. Ja, ich glaube, das ist nur noch aus Dank zu seinem Dienst, wo er die ersten 2 Jahre oder 3 Jahre eigentlich geliefert hat. Nein. Aber eben so wie es auch der Dings... Anyway. Ja, ich weiß es mal, sorry. Alles gut. Alles gut. Aber so wie es der Dings geschrieben hat, vor der Leclerc im Chat, wenn es um Championship gegangen wäre und er hätte so performt, wäre der weg gewesen. Ja, wenn es knapper gewesen aber es ist halt nie richtig um Championship gegangen, weil man hat einfach gesehen hat, wie dominant der Max ist. Und darum hat man das dann nachher auch, hat das wahrscheinlich immer schlussendlich auch ein bisschen die Karte reingespielt. Also der Max hat dann eigentlich ein bisschen den Arsch gerettet, muss man so sagen. Weil wenn es um Championship gegangen wäre, wäre es schwierig gewesen. Der Max hat Red Bull den Arsch gerettet. Also ich meine, stimmt das, doppelt so viele Punkte gemacht wie der Checo? Nein, wenn dem Checo seine Punkte würdest, doppelt, dann wäre es immer noch mehr. Ja, also mehr als so doppelt so viel. Ja, irgendwie so etwas. Ich weiß nicht ganz genau. Es ist abartig, es ist krank. Wir kommen so schon gerade schnell zu ihm, weil egal, was man vor dieser Saison noch von Max Verstappen gehalten hat, ich glaube, auch du musst einfach mittlerweile sagen, er hat dieses Jahr etwas gezeigt, wo wir einfach selten sehen in der Formel 1. Er hat auf allen Ebenen immer dominiert und ja, also ich glaube, wir schreiben jetzt da noch so ein bisschen unseren Liebesbrief an ihn, wenn du ihn nicht unbedingt liebst, aber du hast eine Bewertung von 98, bei mir ist zwar nur eine 96, aber das ist nur wegen der Experience zu verdanken. Ich habe nämlich ihm Race Pace ein 99 gegeben, Experience ein 88, Awareness ein 98 und Pace ein 99. Also eigentlich in 2 Punkten einfach Perfektion. Und es gibt kein einziges Rennen, wo nicht zurückschauen und man sagen, ja, da hat er ein bisschen verkackt oder einen kleinen Fehler gemacht. Er hat die höchste Win-Percentage ever. Er hat die meisten Wins nacheinander ever. Er hat so viele Rekorde gebrochen, das, wo ich niemals gedacht hätte, ist möglich zum Brechen. Und ja, ich wollte gar nicht zu fest eigentlich auf ihn herumtrollen, weil wir haben es 100 Mal schon dieses Jahr gesagt. Aber ich glaube, er hat sich mit dieser Saison, egal was in Zukunft noch passieren wird, als einer der besten Fahrer ever in der Formel 1 etabliert. Mindestens in die Top 10, in die Top 5 der besten Fahrer ever, hat er sich jetzt eigentlich gut katapultiert mit der Performance, die er diese Saison gebracht hat. In meinen Augen. Nein, ist schon so. Also, eben, das habe ich ja vorher schon gesagt, Kombination der Red Bull, was ist RB19? Und Verstappen war einfach das Nonplusultra in diesem Jahr. Und ich meine, das ist ja das, was ich aber auch immer anerkannt habe, dass der Verstappen bzw. Red Bull einfach auch ihren Job am besten gemacht haben gegenüber allen anderen. Und der Verstappen ist halt einfach einer, der wirklich mit dem Auto, wie es jetzt war, halt einfach so gut Schlag gekommen ist.
und hat halt wirklich auch können, in Situationen, wo jetzt vielleicht das Auto ein bisschen geschwächelt hat, sei es jetzt reifentechnisch gewesen, sei es jetzt irgendwie, sonst, ich meine, er hat ja oft geflucht gehabt mit dem Shiften und alles drum und dran, das Gang irgendwie nicht gut reingeht und weiss ich was komisch anfühlt, hat er gleich seine Ruhe bewahrt und hat gleich können brutal performen. Und darum, also ich habe eine Experience habe ich im 97 gegeben, weil ganz ehrlich, in meinen Augen hat er einen Hamilton geschlagen, er hat sonst auch teilweise Sachen gebracht mit Manöver und alles, wo man muss einfach sagen, da musst du auch ein bisschen Erfahrung haben. Ich meine, ich glaube, seine Racing-Experience oder einfach schon seine Experience steigt allein schon viel höher an, weil er so viel daheim auch Simulator fährt oder einfach sonst auch GT3 fährt oder weiss ich was alles. Nachher Racecraft. Zum Relaxen fährt er Rennen. Ja, wirklich. So. Aber weißt du, ganz ehrlich, der ist, wie soll ich sagen, er ist ja, wenn ist er reingekommen? 2015 ist er reingekommen, eben mit dem Sainz. Ah ja, 15, ja. Der hat einfach, der Max macht mir einfach einen Eindruck, dass er 10 Jahre mehr Rennerfahrung hat als ein Sainz. Einfach nur, weil er daheim auch viel Simulator fährt oder einfach so Sim-Racing-mäßig etwas fährt. Weil der halt einfach die ganze Zeit das Zeug macht und er halt einfach durch das halt einfach auch seine Erfahrung gesteigert. Weil er selber sagt ja auch, die verdammten E-Sportler teilweise sind so krank, was die für Geschwindigkeiten drauf haben. Und das sagt für ihn selber auch eine verdammte Herausforderung. Und darum gebe ich immer so ein höchstes Rating bei der Experience, weil der hat einfach wirklich verdammt viel Erfahrung, sei es virtuell oder halt einfach wirklich in echt. Er hat einfach beides. Und du kannst halt einfach das, was du virtuell auch lernst oder siehst von anderen, kannst du das halt einfach auch wirklich auch in deinen Rennstil integrieren. Und er hat halt einfach wirklich einen krassen Fahrstil und darum ist halt die Experience bei mir so hoch. Und Racecraft muss ich nichts dazu sagen. Ich meine, der kann wirklich 10 Schienen starten und holt das Ding am Ende vom Rennen. Awareness habe ich 97 gegeben. Ja, hätte ich noch höher können raufgehen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe es jetzt einfach 97 genommen, weil er hat ja eigentlich nie so den Zweikampf mit anderen Leuten gehabt, weil er halt einfach immer vorne weggefahren ist, blöd gesagt. Darum 97. Pace 99. Qualifying technisch war er eine absolute Maschine gewesen. Klar, eben Leclerc hat auch zwischendurch mal so seine Sternstunden gehabt. Ich meine, Hamilton hat auch einen Pole geholt in Ungarn. Aber sonst durch die Bank hast du gewusst, wenn es einig oder wenn es 3-mal Purple ist, ist es Verstappen gewesen. Also das war immer so gewesen. Darum overall bei mir 98 nicht ganz perfekt, weil er hat auch 2-3 Fehler gehabt. Der Dings hat es vorher auch geschrieben gehabt. Spin in Texas zum Beispiel, Singapur, wo ja dort gut, dort ist mehr das Teamshow gewesen, muss man ehrlich sagen. Australien aufs Gras, ja, das war jetzt weniger schlimm gewesen dort, sage ich jetzt mal. Aber es hat 2-3 Sachen gegeben. Er hat zum Glück nicht den Rekord gebrochen von Michael, dass er 19 Mal echt, oder wie viel Mal der durchgehend auf dem Podium gestanden ist. Der hat ja nicht gebrochen, weil nach Singapur ist es zusammengefallen. Sonst hätte ich den auch noch eingestellt. Darum, ja, nicht ganz perfekt, aber wirklich nahezu perfekt. Und eben, also da bin ich jetzt auch nicht sauer auf ihn oder irgendwie so hatevoll gegen ihn, so wie gegen einen Stroll oder wie der Schubs zum Ocon. Aber er hat einfach den besten Job gemacht. Er hat einfach den besten Job gemacht. Ja, der beste Job im besten Auto und halt mit dem allerlei Rekorde gebrochen. Und ich denke, also abschließend kann ich für mich sagen, die Season auch generell, es war eine spannende Season gewesen. Nicht spannend, weil wir einen riesen Championship-Fight hatten, sondern spannend, weil wir Sachen gesehen haben, die wir uns selber nicht vorstellen können, dass sie passieren können. Dass ein Fahrer alleine 10 Rennen nacheinander gewinnt, dass ein Team von 22, 21 Rennen wird gewinnen, ich glaube, das haben wir uns nicht vorstellen am Anfang dieser Saison. Und es war spannend gewesen, Dominanz gesehen. Dominanz auf einem Level, wie wir sie trotz all diesen Hamilton-Mercedes-Jahren eigentlich nicht gesehen haben. Und auch abgesehen davon, es ist hinten durch auch wirklich spannend gewesen. Wir haben ein viel näheres Field, wir haben Teams, die sich gebettelt haben.
am Anfang der Saison hätten wir noch schwören können, dass Alfa Romeo besser dabei ist. Und sie sind am Ende eines der schlechtesten Teams gewesen. Das gleiche bei McLaren. Wir haben das Gefühl, sie sind schlecht, das drittschlechteste Team und kämpfen sich nachher auf den P4 von der Konstrukteursmeisterschaft. Nein, mal P4, oder? Stimmt das? Was? Oder Aston oder was wäre? McLaren, ja. McLaren. Oder eben noch Aston. Also, Oder nein, Aston ist sagen, doch P4 geworden, ne? Aston ist P4 geworden, ja. Ich muss sagen, für mich eine gute Saison, aber ich habe mich doch so gerade mal verwünscht, dass ich nicht so aktiv dabei war über 1-2 Monate. McLaren P4, by the way. McLaren P4, Ja. Doch. Aston Ich P5. habe mich manchmal auch verwünscht, dass ich Rennen einfach nicht unbedingt wollte fertig schauen. Es hat mich wie gar nicht interessiert, aber ich glaube, das ist nicht im Renngeschehen an und für sich zu verdanken, sondern mehr einfach, wir haben wie zu viel. 22 Rennen sind in meinen Augen einfach zu viel. Die Spannung geht ein bisschen verloren, vor allem eben, wenn du ein Team hast, das so dominant fährt. Aber gleich freue ich mich extrem schon auf die nächste Saison. Ich denke mal, das können wir als Finale von diesem Jahr nennen, von unserem Podcast. Wir werden wahrscheinlich erst im Jänner die nächste Folge wieder aufnehmen, weil jetzt kommen die ganzen Weihnachtsferien dann noch dazwischen. Und dann könnt ihr euch wirklich gefasst machen auf einen spannenden Januar. Wir haben etwas vor, was wir dann noch machen werden. Auch ein Special-Episode wie die. Aber da tue ich jetzt mal noch nicht zu gross etwas spoilern dazu. Voll. Also, eben, ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr, Wisecrack, dass es nächstes Jahr wirklich krass wird. Ich habe auch das Gefühl, also nächstes sind es 24 Rennen, das Maximale, was geht. Es wird viel zu viele Rennen sein. Ich bin immer noch nach wie vor der Überzeugung, 16 bis 18 Rennen lang eigentlich Führung. Und ja, das war die letzte Episode von diesem Jahr. Wie es der Schub schon gesagt hat. Die nächste Episode wird dann im Januar sein. Was dann kommt, ja, sind wirklich darauf gespannt. Also, wir haben wirklich eine coole Idee. Also der Schub hat eine geile Idee gehabt und das werden wir dann machen. Und die Episode ist jetzt auch brutal lang geworden. Also ich glaube, das ist mit Abstand die längste Episode gewesen, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Also wir sind jetzt Stand jetzt mit Aufnahmen 2 Stunden 20 Minuten. Oder 21 Minuten, 2 Stunden 21 Minuten. Ich glaube, wir haben noch nie so eine lange Episode aufgenommen. Aber geil. Eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass es so lang wird, aber es ist jetzt gleich wieder so lang geworden. Ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir wünschen euch natürlich ganz eine schöne Adventszeit noch und schöne Festtage dann und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es fühlt sich richtig komisch an, weil jetzt haben wir den 14.12. und ich rede schon so über das Zeug, aber man muss es halt einfach sagen. Und wir sehen uns das nächste Jahr wieder. Wenn genau die Episode kommt, wissen wir auch noch nicht, aber ich denke, wir werden das sicher irgendwie im Januar dann mal raushauen. Und ja, wie gesagt, das war es mit der heutigen Episode. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch, dass ihr es so lange zugelassen habt, dass ihr es so lange ausgehalten habt. Danke vielmals für das Jahr, dass ihr eigentlich auch immer aktiv am Start sind. Wir haben erst das erste Mal noch so die ganzen Zahlen ein bisschen angeschaut von unserem Podcast und also wir haben sehr, sehr Freude gehabt an diesen Zahlen, die wir gesehen haben. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr noch mal ein bisschen mehr Leute erreichen können mit unserem Podcast. Dass wir ein bisschen mehr Leute auch für die Formel 1 begeistern, für die sich noch nicht für die Formel 1 begeistern. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann das nächste Jahr. Willst du noch irgendetwas sagen, abschliessend? Oder denkst du jetzt, nein, komm, das soll jetzt alles selber machen? Nein, ich wollte eigentlich ganz kurz einfach noch schnell sagen, Liebe geht wirklich raus. Du hast gerade vorhin kurz noch angesprochen, wir haben letztens die Zahlen angeschaut und es sind nicht, also wir freuen uns nicht einfach nur über Zahlen, wir freuen uns über uns, dass ihr die Zahlen überhaupt sind oder dass ihr da sind und zulässt. Es sind nur Nummern, ne? Es sind nur Nummern, nein. Im Gegenteil, es sind aber nicht nur Nummern. Und was mich wirklich fasziniert hat, ihr hört das Zeug. Ihr tut nicht einfach schnell reinhören, ihr teilt das Zeug, ihr verbreitet es und ihr zeigt uns ganz viel Liebe und ich wollte euch auch einfach schnell ganz viel Liebe zurückzeigen. Ich bin mega, mega happy, wie sich das entwickelt mit unserem Podcast und ich hoffe, dass wir das noch eine gute Zeit machen können und eine gute Zeit damit beglücken können. Danke für alles und somit kannst du schließen. Ja, also das war es mit dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Wie gesagt, danke vielmals, dass ihr es bis jetzt hier
allen zugelassen habt. Und wie gesagt, wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode, das nächste dann. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Nacht, einen guten Abend, einen schönen Tag oder einen guten Morgen, je nachdem, wenn ihr die Episode hört. Und wie gesagt, bis nächstes Mal beim Unsafe Release.